It's me, Micke. Gute GmbH. Waren die Twitcher? Ich sehe kein Twitch. Warum ist da kein Twitch? Verstehe ich nicht. Waren die Twitcher? Waren die Twitcher, die normalerweise als Erster da? Scheißdreck, Hansheit. Wo Hansheit? Hab ich wieder irgendwas vergessen, den Restream einzubauen? Weiß ich nicht. Da sind's! Die guten alten Ultras! Optimo Gutius, der Dampfler sowieso, der Blauschbube, der Bot, der Flusori, der Mechax, der Sprengi. Den Tag möchte ich einmal erleben, dass der Sprengi einmal nicht da ist. Was ist denn da eigentlich los? Wie kriegst du es dann auch einmal ein Podest baut oder so? Keine Ahnung. So, jetzt mal so wacht. Wo haben wir? Harvey! Ich bin's, der Birger, und ich bin ein kompletter Vollidiot. Ich hab nicht einen Transportfieber-Spielstand gelöscht. Beziehungsweise überschritten. Es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Was sehen wir da? Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen rein. Das man sonst. Habe die Ehre an! Der, die das lebe, an den Dave Davis, an den MC Music, an den Monte, an den Bambi, an den Steve, an den Thomas, an den McPerry, an den Django, an den Benny, an den Matzima. Limzep, stop it! Nein, wir fangen heute nicht schon wieder. Oberpoppermann! Oberpoppermann! Habe die Ehre, Birger, wie geht's? Ich lass vorlesen. Aber das ist eh schon wieder so fett, das schafft's gar nicht zum Vorlesen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was da kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht. Habedere Bürger. WIA geht's? Blenden! Gott wieder Massivbock AFTF2 nur keine Kuane Mods mehr runterlohnen. Warum nicht? Der Modordner fehlt in der User-Date. Hä? Hashtag. Nobicker, Hashtag Angriff 1000 H. Weiß ich nicht, Angriff auf 1000 Stunden. 1000 Stunden Transport FIFA 2. Machbar. Durchaus machbar. Sag ich dir, was es ist. So, grüß mir noch einmal weiter ins Viech ein. Herr Stolzer Löwe, merci as always. Aber warum deine Mods nicht mehr installieren wir das Spain ein? Oder nicht? Keine Ahnung. Leon! Wie Speicherstand überschrieben. Ist jetzt das tolle Moosburg weg, dann bauen wir ein neues Moosburg. Wir bauen so viel Moosburg, das sagst du, das ganze Welt ist Moosburg. Leon, merci dir. Ja, Mann, da an den Lena, an den Maxi Odlands GTA Girl, an die Monsterkröte. It's Wednesday, my dudes. Rest in Peace, Mr. Headphone User. Oder hätte ich nicht da ohne gemessen, glaube ich. Mein Maike, an den Doppel-Bindestrich, an die Michelle, an den YGS Fox, an. Muss ich mal scrollen, ich komme gar nicht mehr mit, oder? Schau, ich bin dermaßen fit, dass Twitch ist. Twitch übernimmt die Oberhand, oder? Linzep! Hab ich schon Spielen mit. Was? Hab ich schon Spielen mit Kampagne vielleicht? Das habe ich auch überlegt. Wir haben zwei Dinge, die wir jetzt da kennen. Also, ich hab alles versucht, dass ich den Spielstand irgendwie wieder rauskriege. Hat er hier gehört. Foxel Sepp! Hey Meister, wer ist mal mit Dysons 4 Programm? Das ist schon weit und ziemlich gut. Und das erinnert mich an meine Nummer. Ich weiß nicht mehr, wer war es da? Scheiße, im Discord hat er es mir vorher gerade geschrieben. Space Heaven. Schaut, ist es das Rimworld im Weltall. Schaut gut aus. Ist aber auch schon wieder Early Access. Hier, Mr. Fox, jetzt bei mir für den Euro. Sonst stop it. Hätte ich auch Bock. Einfach so ein bisschen so Indie-Game-Zeug aus wie ein Dysons 4 Programm, habe ich schon gesehen. Aber noch nicht gespielt. Man hat mich noch nicht damit auseinandergesetzt, aber ich habe ein paar Screenshots im Kopf, weil ich mich durchgescrollt habe. Könnte was sein. Könnte was sein. Ich weiß nicht. Werden wir aber sehen. So, also, jetzt bei so Wacht. Die Isabella fragt mich, hoffe dir geht es gut. Isabella, mir geht's blendend. Schau, Arschlöcher geht's wirklich gut. Isabella, ich hoffe dir geht's auch gut. Alter Pudding, spiel mir Cooking Simulator 2, soll ich da mal. Es gibt keinen Cooking Simulator 2. This shit doesn't exist. Pat! Da müssen wir doch zu den Mund fliegen, oder? Wenn der Speicher weg ist. Das ist die Frage, was wir tun. Pat, merci für den Euro. Pussy aufs Nussi. Ich habe zwei Optionen. Also entweder wir spielen Missionen in Transport Fever, was ich noch nie da habe, also wirklich noch nie. Es gibt sogar ein Achievement, glaube ich, für die erste Mission abschließen und das habe ich nicht. Oder wir machen das Gleiche, bloß mit Schifferl auf ganz vielen Inseln und nennen wir das Ganze Inselaffen, um dem Versagen der englischen Mannschaft zu zelebrieren. Oh yeah, Twitch Ultras, was Hashtag Überhand. Was? Überhand der Twitchler. Snooze-Penny, merci für den Euro. Pussy aufs Nussi. Missionen sind echt nicht schlecht. Ich weiß nicht. Stimmen ab. Wer? Also entweder Inselaffen oder Missionen. Hashtag Inselaffen oder Hashtag Missionen. Ab in den Chat. Und ich starte dabei einmal ganz gemütlich im Hintergrund. Ja, schreibt der Sprecher.
Okay, jetzt auf, Opa! Grüß aus Wels vom Oberhinnigen. Grüß aus London, Wös. Inslaufen, Missionen, Inslaufen. Oh, leck, Alter, keine Sau mehr Missionen singen. Doch, Bayern GmbH und der Marcel. Ansonsten glaube ich, mögen alle Inslaufen singen. Imselaffen. Ja gut, dann machen wir Inslaufen, Alter. Dann machen wir mit der neuen Map. Ich würde sagen Inslaufen. Und der haben wir dasselbe, was wir mit den Flieger gemacht haben. Also so eine zentrale, also Bodeln, wie es der Sprengi so schön sagt, richtig? So zentrale Häfen bauen und dann das Gleiche, bloß mit Schiffe und Passagiere only. Ja? Und ich hätte übrigens auch noch den Spielstand von 2020, da habe ich vorher mal reingeschaut und da habe mir gedacht, holy fuck, Alter, da waren wir für gescheit weit. Da waren wir für gescheit brutal. Grüezi, fix, Alter. Da waren wir für ein Leck mir am Arsch, Alter, da wollten wir es wissen. Also, Alter, was ist, da wollten wir es wissen, da haben wir mir alles transportiert, was nicht bei 3 von A nach B gefahren ist. Sag ich dir, das ist nicht, statt einfach das geschissene Spiel, weil es wurscht ist. Ja, brauchen wir sowieso, in die letzten Zeit habe ich 20 Minuten bis wir anfangen, dann fahren wir halt einmal 5 Minuten früher. Mir wurscht. Mir wurscht. So, schalten wir um. Nee. So, servus, grüß Gott. Jawohl, ich bin ja noch so ein bisschen erhaben. Ein Rasensprenger. Schüttel im Zapp! Oder machen wir einfach abwechselnd das nächste Mal Missionen, oder so. Schauen wir mal. Hashtag Map! Wir haben ja noch kein Map, Alter. Es hat auf alle Fälle ein Riesendrum-Update gegeben, aber das haben wir mir letztes Mal schon gespielt, weil ich in der Beta-Dingsbums da, Beta-Version eingespielt, eingedingst hab. Und darum der wir jetzt halt einfach mal hier freies Spiel. Da der wir gar nicht laufen an. Was ist denn los mit dir? Dani! Ich hab schon gemeint, ich kann die Bürgerin heute verschonen, Alter. Dann muss ich schnell Vorstand anrufen, das hilft nicht! Das hilft nicht! Aber heute bloß einmal. Heute ruft mir noch einmal im Vorstand und der gilt für alle, die jetzt dann gleich wieder auf die Idee kommen. Jetzt pass auf. Ich darf das nicht, diesmal vielleicht nicht übersehen, dass ich das Telefon nicht in die Kamera halte. Halt. Wie schaut denn die noch? Nicht ein Chef, ja. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Hat aber nicht lange gedauert, bis wir es dazu bringen, dass er einfach auflegt. Dani! Dann von mir! Kriegst die Babytröte! So schaut's aus! Dani, merci für deine Mitgliedschaft. Herzlich willkommen im Vollbesquad. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt und Bussi aufs Nussi. So, Birger, der Vorstand geht nicht mehr ans Telefon, dem ist zu blöd geworden. Andi, merci für dein Drilling. Boote! Mehr Inseln. So. Das erste, was wir da schon mal tun müssen, und zwar zur finalen Vegetationsstufe tropische Inseln. Alter. Jetzt bauen wir uns erst einmal eine Map zusammen mit diesem Map-Generator. Und ich hätte vorschlagen, wir brauchen auf alle Fälle massiv viele Inseln. Ich glaube, der Wald ist einfach scheißegal. Oder? Tropisch, haben wir noch gar nicht gehabt. Das ist ganz neu. Alter. Heute gemütlicher Stream, Kinder. Easy! Bleib wie du bist. Ich mag die so. Prost auf die. Falls du wirklich gerade eine halbe in der Goschen hast oder irgendwas anderes, lass das schmecken. Prost. Ist auf meinen Gorbatschow aus dem Mackie-Glasl. Merci für dein Zwickel. Geht nichts drüber, sich mit einem Klosterfrau Melissengeist mal ordentlich die Pfotzen ausschwärmen. Da kannst du in der Früh 10 Butschen sparen. Wehe, wenn der Vorstand nicht meinen 50er gekriegt hat, du. Ich hätt's angerufen. Sag es dir. Ich sag das, was ist. Ich hätt's dir sagen. Die darfst dir sagen, aber sie geht ja nicht mehr ans Telefon, die feine Dame. Jetzt ist er Ruhe, Leute. Der alte Jäger, merci für den Euro, wer nicht liebt. Wein, Gesang und wilde Weiber wird niemals Jäger, bleibt immer Treiber. Schönen Abend. Wieso habe ich das als Vorschlag für meine Bumsoff-App als Trinkspruch? Herr alter Jäger? Verstehe die Frage nicht. Oder ich habe es überlesen und ich bin der Depp. So. Leute, jetzt ist er Ruhe. Jetzt müssen wir eine Map zusammenbauen. Also da ist schon sehr wenig Land, gell? Wir machen sehr viele Städte sehr viel. Und machen wir aber, weißt du, was da so ein bisschen das Problem ist, bei denen, wenn du so ganz kleine Inseln hast, dass sie die Industriegebiete alle einfach überschneiden und das wird dann sehr buggy. Ja, das wird sehr, sehr, sehr buggy. Jetzt machen wir mal Festland, was passiert denn da eigentlich? Haben wir dann mehr... Wie schaut denn das dann aus? Ja, das schaut doch gar nicht so... Machen wir nicht sehr groß, sondern bloß groß. Sehr groß oder groß? Ab in den Chat. Da ist nicht recht viel, da kann man nicht mit den Schiffen gescheit am Anfang, machen wir ein bisschen weniger Festland. Hügeligkeit ist auch scheißegal. Sehr groß. Alle schreiben sehr groß, da machen wir jetzt sehr groß. Kriminal.
Kriminal! Alle, also schreiben wirklich alle durch die Bank sehr groß. Okay. Okay, dann machen wir's. Das ist auch, was ist denn das? Der Rundenführer fliegt, da haben 10.000 Industrien auf einem Haufen. Die haben wieder alle übereinander glitscht und nichts kannst gescheit bauen. Aber gut, da müssen wir leben damit. Jetzt machen wir nochmal Festland, nochmal 1. Und Industrien machen wir ganz niedrig. Ja? Das sind so saumäßig viel, das ist eigentlich Wahnsinn. Und Städte macht man sehr hoch. Oder machen wir hoch? Ich weiß nicht. Herr Meier! Trinken, Prost! Prost. Merci für den 5 Euro, Brudi, werde ich machen. Aber vorher schwören wir aus meinem Klosterfrau Melissengeist aus. Auf die. So, wir müssen ja Schiffe von A nach B bringen. Deswegen, jetzt drücken wir mal da mal ein paar Mal mit Festland, drücken wir ein paar Mal auf aktuelle, ja, die schaut doch nicht schlecht aus. Haben wir da herum ein bisschen was da. Aber da wird schon wieder von der Insel da, oder, die sehr nach Großbritannien ausschaut. Und Irland und so. Mir darf man nur Schiffe hernehmen. Ja, und Busverbindungen. Das darf man natürlich. Ja, weil sonst müssen wir die Leute da ja irgendwie hinbringen. Wie kann man das machen? Schaut das gut aus? Nicht mehr so, oder? Mehr groß, mehr gut. Wenn ich da jetzt die Anzahl der Städte ändert, dann generiert die Map wieder neu, oder? Nehmen wir die. Wie schauen wir aus? Das passt, oder? Die nehmen wir. Tu immer weiter. Tust immer weiter. Stell die Inseln zurück. Das darf mich jetzt interessieren, was dann passiert. Ich möchte ja Inseln. Okay, es wird aber besser. Machen wir mal weniger. Was passiert denn, wenn man die Inseln ausmacht und Festland nur einen Punkt eintut? Was ist dann? Ja, schaut schon nicht schlecht. So, mit dem mal ganz weiter zurück. Das ist ja cool. Ich verstehe zwar den Sinn nicht dahinter, weniger Inseln, weniger Festland, dann haben wir doch bloß noch Wasser da. Schau dir das an, dann gibt es keine am Rand draußen. Wir machen da mehr Festland. Ja, das gefällt mir nicht. Machen wir da mal alles aus. Das müssen wir jetzt ein bisschen ausprobieren. Das hab ich offstream auch noch nicht so oft gemacht. Alter, was ist das? 4000 Städte einfach auf einem Haufen. Das schaut doch gut aus, oder? Schau dir mal die so. Da machen wir eine Schiffsrundfahrt von Hafen zu Hafen, Alter. Wenn jetzt da nochmal dass die Map ein bisschen, da brauche ich keine sehr große Map, wenn das nicht gescheit ausgefüllt ist. Da kann ich ja gleich auf groß tun. Das ist dasselbe im Grund. Snooze, bitte! Wir brauchen wieder ein Uffing, wo der Bahnhof besser ist, alles in echt. Das kriegen wir hin. Leider Ruhe sitzen! Lümzep! Oder machen Sandkastenmodus. Oh, dann kannst du selber bauen Städte. Da brauche ich einen Mod dazu, glaube ich. Oder? Herr Schulzer Löwe, merci für den Euro. Herr Jung, merci für deinen Euro. Bussi aufs Nussi. So, Leute, Ruhe jetzt. Chillt seine Knirschheim. Das. Aber wieso? HBDRRRT Bürger Servus aus Oberösterreich. Aus Österreich! Who the fuck? Wer hätte das gedacht? Christian, warum denn? Was soll denn jetzt das? Was ist denn mit der Österreich eigentlich? Was ist denn eigentlich los? Was ist denn da los mit der Österreich eigentlich? Kann man das mal irgendetwas erklären? Christian, kannst du mir das näher erklären? Stolzer Löwe, das ist im Spiel dabei, also achso. Songkastenmodus, ach, das ist der, ich weiß schon, was du meinst. Was ist eigentlich mit dem Greenscreen? Wieso sagt denn da eigentlich keiner was? Kruzifix, Leute! Habe ich jetzt kaputt gemacht, ja? Oder habe ich den gerade kaputt gemacht? Ich weiß nicht. Christian, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht. Oder merci und Grüß nach Österreich, selbstverständlich, aber was ist denn das mit der Österreich? Was ist mit euch? Kruzifix nochmal! Alter Christian, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bussi aufs Nussi, Grüß nach Österreich zurück, Hashtag Lieblingsnachbarn, ab in den Chat. Ich weiß nicht, was ich zu einem 50er sagen soll. Ich weiß nicht! Und es wird sich ja nie ändern! Kruzifix! Mach dein Greenscreen mal. Hab ich doch schon. Bis YouTube checkt, dass ich mein Greenscreen schon lange gerichtet habe, dabei geht Welt unter. So, jetzt drücken wir da noch ein paar mehr auf Aktualisieren, weil ich glaube, das mit Festland und ein bisschen Inseln-Einstellung, das ist genau die richtige für uns. Schauen wir, na, gefällt mir nicht. Jetzt auf jetzt!
Japan unter! Ihr hört's einfach nicht auf, gell? Vergiss ich einmal die Scheiße auszumalen. So. 3 Stand Spün und 2,5 Stand der MEEEP aussuchen. Das ist immer das Gleiche. Das ist aber auch wichtig. Die Startmap ist wichtig. Herr Japan-Tuner, merci dir. Leon, du bist jetzt der Letzte. Das ist das beste Beispiel, wie aus, was ist denn das für ein Scheiß, ein alter Spiel, das jede Woche wird. Ich habe euch vorgewarnt, Transport Fever macht süchtig und ist in meinen Augen tatsächlich teilweise ein bisschen besser als Anno zum Beispiel. Haben aber auch irgendwie verschiedene Spiele. Was Bürger soll ich eingeben? Ich gebe jetzt einfach mal die Map Bürger ein. Was passiert dann? Dann kommt die perfekteste Map, außer die ich jemals gesehen habe. Und weiter! Was nehmen wir? Asien, USA oder Europa? Ab in den Chat. Wir unsere Züge und Schiffe, aber das ist eh wurscht. Wir spielen nur mit Schiffe. Nur mit Schiffe. Darum nehmen wir Europa. Start ja so schnell wie es geht, aber weißt du, was wir mal durchkanten? Weißt du, was wir mal durchkanten? Wir könnten mal auf schwierig spielen. Sollen wir auf schwierig spielen? Schwierig oder leicht? Leicht, mittel oder schwierig? Ab in den Chat. Währenddessen trinken wir schnell und rauchen wir schnell und dann sehen wir es. Mittel, schwer, Asien. schwer, mittel, schwer, mittel, schwer, mittel. Ja, irgendwas zwischen mittel und schwer. Nehmen wir mal Mittel, weil ich nicht weiß. Wir haben ja natürlich einen gravierenden Vorteil mit den Schiffen, die kosten bei Weitem nicht so viel wie die fetten Flughäfen am Anfang. Und nehmen wir schwer, weißt du was? Schwer, Alter, wir haben so viele Stunden im Spiel, das werden wir den Stieg kriegen. So, Start! Tut, Motherfucker! Das, weißt du, was mich am meisten stört, wenn du lang genug in dem Menü bist, ist irgendwann Musik weg. Das macht mich fertig, Alter. Hast du nicht die Pro-Gamer? Ich spiele immer auf leicht. Leicht bis mittel, nix da, Alter. Schwer spielen wir. Schwer kriegen wir hin. Was ist eigentlich der Unterschied dann bei schwer? Ich hab keine Ahnung, Alter. Was ist der Unterschied? Weiß es jemand? Weiß irgendjemand, was? Weiß ich nicht. Verstehe die Frage nicht. Was Start geht? Hey, mei. Ein Cooking Simulator VR werden wir spielen, ja, aber erst wenn er da ist, der ist ja immer noch nicht da. Meine Leute sterben dauernd, das stimmt doch nicht. Wahrscheinlich, dass der DX Racer bringt mir immer 5 Skillpunkte, das ist eh klar. 5 Skill in Noob. 5 Skillpunkte in Kackboon. So, das Lohn dauert am Anfang ein bisschen lang, ich weiß. Aber das kriegen wir jetzt dann schon. Jetzt schauen wir uns die Salbe an, das schauen wir uns jetzt an, wenn wir die Salbe machen. Dann suchen wir uns die größte Stadt raus. Dann spammen wir erst einmal einen Chat voll mit irgendwelchen Städtenamen, die wir ihm geben. Den ersten, den ich lese, hauen wir rein. Und Moosburg. Moosburg wird die erste Stadt. Wem habe ich das gleich wieder versprochen? Am Snooze-Beni. Werden wir sehen. So, willkommen. Wieso ist das so leise? Hört ihr da schon einen Sound? Ich glaube schon. So, jetzt drücken wir erstmal auf Pause. Zoomen wir mal aus und schauen wir uns die Gaudi da einmal an. Ich meine, wir können natürlich auch ein bisschen Terraforming betreiben. Ich tue mir jetzt einmal da so runterziehen, so. Miau, machen wir ein Bresal größer, ja, damit wir mir da mal ein wenig sehen. Und dann glaube ich, passt das. Haben wir wirklich weniger Geld? Wir fangen doch immer mit 50 Millionen an, oder? Keine Ahnung, werden wir sehen. So, jetzt schauen wir uns einmal die Map an. Also da ist schon, weißt, das ist jetzt so viel verschwendeter Platz, keine Ahnung. Naja. Da sehe ich auf alle Fälle schon einmal Potenzial. Ja, zwei Städte da auf einer Insel. Machen wir da einen Hafen her mit Shuttlebussen und so, das kriegen wir hin. Da in der Mitte sehe ich 3. Da können wir da einen Hafen herbauen, da einen Hafen und da einen Hafen. Das ist quasi zentral. Da sehe ich einen Haufen Städte, da geht einiges. Da geht einiges. Und das habe ich gemeint mit so umeinander geglitsche. Da schau ich, da ist einfach so ein Erzbergwerk mitten in der Stadt drin, bei Glove, was auch immer Glove ist, keine Ahnung. Und da ist wirklich Birkweiler. Ist die einsamste Insel auf der ganzen Welt. Da müssen wir was tun dagegen. Stolzer Löwe! Und ich habe meistens noch... Was? No... Geht jetzt die Scheiße schon wieder los, Alter. Magst Natternbach zu einer Stadt machen, lol, sie heißt Lull. Die einsamste Insel der ganzen Welt. Nennen wir Natternbach. Dass ich wenigstens irgendwas tue. Ich fühle mich zwar dabei wie die größte Nutte der Welt,
Aber es hilft jetzt eh nicht. Natternbach. Weil sonst kann ich auch nichts dafür, Alter. Flo! Flo! Wieso? Das war, Alter, das war die beste Babytrete seit langem, Alter. Flo, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe die schwere Vermutung, es ist der Flo halt. Der Flo. Wer weiß noch was sonst? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hör auf jetzt! Und merci! Können wir's? Ihr seid lauter geschubst, das ist wirklich zu krass. Leute, das ist krass. Flo, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schnauze jetzt, Leute. Flo, merci dir. I'm serious. Dankeschön. Joke, Brother. Hey, Birger, hast du vielleicht ein paar Streaming-Tipps für mich? Ich bin nur blutiger Beginner. War lecker, Alter. Gescheites Mikrofon. Der Sound ist alles. Wie man bei mir gerne oft einmal hört. Niemals leise sein. Und erst einmal ein halbes Jahr üben und währenddessen dir keiner zuschaut, so da als Daten da 5000 Leute zuschauen. Meine ernst, bis es ja hört. Merci für dein 5, Alter. Und viel Glück. Mojo und Frauge, halt's euch jetzt einmal euer Maul, was ist denn los mit euch? Habe ich dort Birger heute noch einen langen Durchstreck endlich mal wieder vor mir ein Zwickel. Liebe Grüße aus Oberösterreich, Mojo und Frauge. Mojo und Frauge. I still remember. Merci für deinen dekadenten Zwickel. Bussi aufs Nussi. Löwensepp! Steining und Birger City. Nein, wir fangen jetzt nicht an, dass wir mich mit Donations zu scheißen, dass wir die Städte irgendwie nennen. Ich lese bloß noch Städtenamen im normalen Chat da hinten. So, Arues. So, Natternbach. Arues. Ich schwör's euch, ich hau euch einen notterten Arsch. So, auf alle Fälle haben wir da einen Haufen Städte. Da haben wir eine sehr einsame Insel. Haben wir da rechts unten irgendwas. Da, die zweite. 4 Herrenborn. Das wird Moosburg. Nein, die größte Stadt wird Moosburg, haben wir gesagt. So, gehen wir wieder her. Größe sortieren. Globe. Wo ist Globe? Gib mir Globe. Globe, da waren wir heute schon einmal. Da haben wir gesagt, da ist das Jetzt-Ding drin. Passt. Globe wird zu Moosburg. 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 Easy peasy lemon squeezy. Dann soll man mal. Hört jetzt vielleicht einmal auf mit einem scheiß Kruzifix. Chattercat, merci dir. Schönen Abend. Schönen Abend dir auch. Jetzt seid ihr einmal Start, dann kann ich vielleicht irgendwann einmal spielen. Irgendwann komme ich vielleicht einmal zum Spielen. Flo! Birger ist mein Nutte. Mama, ich hab's geschafft im Leben. Hashtag Full Homo. Ab in den Chat. So. Jetzt werden wir erstmal diese Lage auschecken. Lage auschecken. Da unten haben wir noch sehr einsame Insel. Da ist sehr Eichstätten. Da haben wir Türnau und so weiter. Und wo haben wir jetzt genau eigentlich? Na, da ist Moosburg. So, Moosburg. Was tun wir mit Moosburg, Alter? Also ich würde auf alle Fälle sagen, die größte Stadt, wir machen das wieder so. Die größte Stadt im Spiel, die größte Stadteinwohnerzahl hat, mit der fangen wir an, andere Städte zu verbinden, die am besten relativ weit weg sind. Dann darf ich nämlich jetzt einfach mal sagen, Moosburg braucht sowieso 2 Häfen, einen auf der linken Seite und einen auf der rechten Seite. Und jetzt sollen die mir abhauen mit denen die Tipps da. Und dann bauen wir da einen Zentralhafen her für Andenhausen und Bergenhausen. So, was haben wir da? Arschburg gibt's nicht. Oberhöcking, da bin ich I'm all in. Pass auf. Oberhöcking. Und weil wir schon dabei sind, machen wir da links unten, machen wir Niederhöcking. Und wo machen wir Windschnur? Windschnur. Haben wir mehr Zuschauer aus Windschnur da? Falls da jemand zuschaut, kann ich sagen, die ganze Ortschaft schaut mir zu. Ich glaube, da wohnt da nicht bloß der Schmerweg, ich weiß nicht. Na, ich weiß auch nicht. Also, Phase 1, da fangen wir jetzt einmal ganz gediegen an. Moosburg verbindet man mit Ober- und Niederhöcking. Und zwar mit einem Zentralhafen. Wobei, der ist noch gar nicht so zentral, weil da müssen wir andere Städte anschließen. Und wenn ich da so schaue, ist Moosburg auch auf einer einsamen Insel. Leider Grüße jetzt! Schulze Löwe, die Tipps kannst du im Hauptmenü unter Einstellungen ausschalten. Wow. Verhalte die Fahrzeuge, verschiedenes, erweitert, Autosave-Intervall, Hardware-Mauszeiger.
Debug-Modus, Warnungen für viele Update-Verzeichnis. Keine Ahnung wo, egal, die drücken wir einfach weg. Die drücken wir mal weg, oder wir haben einen Pro-Gamer. Wir haben absolute Pro-Gamer, wir lesen mal Tipps. Deswegen haben wir einen Pro-Gamer, weil wir Tipps 4000 Mal lesen. Guide-System ist das, muss ich mir anschauen nochmal. Einstellungen, vielleicht bei Oberfläche, irgendwas mit Guide-System, na, erweitert, ist eh wurscht. Ist ja wurscht, Alter. Uff, gibt's mein Uffing schon, war gerade nicht anwesend. Uffing gibt's noch nicht, aber wo pflanzt man Uffing hin? Keine Ahnung. Uff, das wird Uffing, dieser gute. Uffing, hört sich gut an. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir das, wie wir das immer machen, wie absolutes, feinstes Pro-Gaming. Jetzt bauen wir erstmal einen Hafen. Wir haben eine kleine Challenge. Nur Schiffe und Buslinien innerhalb der Stadt mit Shuttlebus und Passagiertransport. Sonst nichts. Und das darf halt eigentlich ein ganz Stückchen einfacher sein, wie mit den Flieger. Hoffe ich. Weil, wie soll ich sagen? Weil einfach so ein Hafen bloß 245.000 kostet und nicht 20 Millionen. Da bauen wir jetzt da her, das wird einmal der Passagier Moosburg Hafen West. Leute, was ist mit euch? Oberfläche ganz unten, Guide-System aktivieren, das Hackerl außer. Guide-System, da tatsächlich. Ich weiß nicht, warum du da jetzt meinen Euro reinwirfst. Ich weiß es nicht, aber merci dir. Marina! Nena Stadt bitte ins Brooklyn. Leute, Herz, das ist genau das, warum ich nicht auf sowas eingehe normal. Das ist genau das, warum ich normal nicht auf sowas eingehe. Und jetzt ist Ruhe. Okay? Marina? Absolute Ausnahme, weil du der Frau bist. So. Nur weil ich schwarz bin. So. Dann brauchen wir natürlich unseren ersten, wie soll ich sagen, Hafen da herunten. Das glaube ich, habe ich in den letzten Spielen auch schon gerne mal erzählt, dass ich die Straßen dann gern austausche und dann einfach eine Straße hinbaue, die ein bisschen dicker ist. Die ziehen wir jetzt einfach straight da oben. Schau her, die kostet die kostet eh nichts. Die kostet, was kostet denn die? Ein Pfeifertickel! Pfeifertickel kostet die! So, Busspur brauchen wir noch nicht. Das können wir dann nachher noch aktualisieren. Solange wir noch keinerlei Einnahmequellen haben, der wir mir da, diese kreislige Kanten da, das korrigiere ich alles später. Jetzt bauen wir erstmal unseren Passagier. Ist das schon ein Passagierhafen? Ja. Passagierhafen. Den bauen wir ja so gleichmäßig in der Mitte, wie es halt irgendwie geht. Vielleicht ein bisschen weiter unten. Da so her, dass wir da eine fette Bushaltestelle noch herbauen können. Wobei, so fett muss die gar nicht sein. Und dann schaut das gut aus. So. Dann ist da 2 Steigungen oder irgendwas? Nein. Dann brauchen wir eine Bushaltestelle, aber nicht für unseren Shuttlebus-Gebäude. LKW-Station, Bus-Traumstation. Brauchen wir 2 Plattformen. Machen wir 30 Meter lang, weil drauf geschissen. Ja, schau hier. Bauen wir die sauber da her. Dann bauen wir da einen Straßenausgang her. Schau hier, wie die ausschaut. Schau hier. Haben wir schon richtige alte Pro-Gamer. Kannst du sagen, was du magst. Mittlerweile habe ich mich also ein bisschen damit angefreundet, dass wir abgerundete Kurven machen und nicht so. Weißt du schon? Kann man das vielleicht auch Schiene machen? Oh, das ist Schiene. Ja, nicht so optimal. Das ist optimal. Schade so. Das schaut schon wieder nach so feinsten Pro-Gaming aus. Da kannst du, weißt du, was es ist. So, dann glaube ich, da haben wir jetzt wieder soweit. Da, dieses Rumgeglitsche da mit dem Scheißdreck da, das ist alles eine totale Krankheit. Deswegen ziehen wir jetzt einmal für die KI ein paar so Straßen, weil ich sonst nämlich ein Vogel kriege. Da so her. Vielleicht dann da so durch. Dann machen wir, was weiß ich nie. Zeigen wir das da ein bisschen ein. Damit es nicht total eskaliert. Zeichnen wir da um. Ja, und dann wird es schon passen, oder? Da noch mal her. So, okay. Das ist für die erste Stadt schon ganz in Ordnung. Dann darf ich sagen, bauen wir unsere Shuttle-Bushaltestelle. Gebäude, Shuttle-Bushaltestelle. Wo bauen wir die hin? Die bauen wir da her.
Ah, da gehen jetzt gleich ein Haufen Häuser drauf, aber das ist mir jetzt nicht wurscht. Das hilft uns sowieso nicht. So, konfigurieren. Die Häuser werden dann schon wieder hingebaut. Das macht KI dann von selber. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Dann machen wir so. So, und dann brauchen wir da noch eine kleine Busrundfahrt. Die ist aber jetzt am Anfang noch gar nicht so wichtig. Ja, wobei, wenn wir schon mal da haben, viel brauchen wir nicht. Station 1. Warum der Stadtteil da hinten so... Weißt du was, den reißt man ab. Das passt mir gar nicht, dass der Stadtteil da hinten... Ja gut, lasst man noch stehen, das kostet einen Haufen Geld. Zumindest das da, das ist einfach dumm da hinten. Das ist einfach dumm da hinten. Aber wir müssen ihn abreißen, sonst bauen sie ihn aus. Das ist voll bekackt, aber das hilft uns jetzt nichts. Ja, jetzt haben wir zwar Niederhecking sauber zugeschnitten, jetzt haben wir Niederhecking sauber rasiert, aber dafür werden wir uns am Schluss dann leichter. So, jetzt da bauen wir jetzt eigentlich auch bloß da eine Bushaltestelle und dann noch da, oder? Und das war's dann, Kinder. Das war's dann. Das ist eine sehr, sehr kleine Bushaltestelle, aber es ist mit Liebe gebaut. So, Shuttle haben wir, Linien ziehen wir dann in einem und dann haben wir da oben Hecking. Dann machen wir dasselbe Spielchen. Ja, vielleicht können wir da sogar vermeiden, dass da das Häusl abreißen. Schauen wir mal. Nicht ganz, aber fast. Der Fighter! Gamer Pro! Was, wer? Ich hab schon wieder Leute übersehen. Kabachev, merci für dein 10er. Moinsen aus NRW. Ich hoffe, du verstehst, was ich sag. Grüße zurück, merci für dein 10er. 10er ist zu viel und du weißt es. Herr Zaire Gamer, welcome to the squad. Kriegst du die Tröte? Ja, ich glaub schon. War eine lange Tröte, ich hab mir Mühe gegeben. Merci für deine Mitgliedschaft. Welcome to the squad, Pussy. Der Fighter, ich hab mir gestern ein 10 Kilo Zahnradl auf den Hack geschmissen. Das war nicht so schlau. Das hat 6 Stunden blüht. Das tut schon weh beim Zuhören. Was soll das jetzt? Ich hoffe, der Bus wird bald fertig. Ich brauche einen, der für mich fährt. Den mach ich da. Herr der Fight, den mach ich da. Mit Liebe mach ich da den. So, jetzt ziehen wir da noch so eine Straße durch. So. Und dann ziehen wir da noch eine Straße durch. Ja. Und ziehen wir da um. Schau, wie gut das ausschaut. Als hätte ich das gelernt. Ich hätte Verkehrsarchitekt werden sollen. Wenn man mich fragt. Aber mich fragt aber keiner. So, wo bauen wir jetzt da unser Bus, unsere Shuttle-Station? Ich hätte Fight, merci an alle anderen. Ich hoffe, ich übersehe keinen. Es tut mir so leid, jetzt auf jetzt mit der Spinterei, seriously. Wir müssen mal Meter machen, wenn ich schon so blöd bin, dass ich den scheiß Speicherplatz überschreibe, dann müssen wir auch mal ein paar Meter machen. Hilft er nicht. So, das da gefällt mir schon einmal gar nicht. Das bauen wir anders. Das ist mir alles wurscht. Das bauen wir jetzt da, warte mal, jetzt bauen wir ihm da, das bauen wir mal so her, schau hin. Jetzt mir gekauft, das machen wir jetzt ganz verrückt. Wie Bau nicht möglich? Dein Mann ist nicht möglich! So, jetzt warte mal. Machen wir so, ja. Straßen und dann gut, den Schönheitspreis gewinnt es nicht, aber das passt ihm schon. So, dann, wie viel Geld haben wir überhaupt noch? Wir haben schon 8 Millionen ausgepfeffert. Kruzifix, Mike, merci für den 5er, Habertritt, Bürger und schöne Grüße und Franziska! Die Franziska gehört viel öfter grüßt. Bussi, Mike, merci dir. Black Beast! Welcome to the squad! Danke für die Mitgliedschaft, Leute, danke schön. I'm serious, danke, aber bitte lasst mir mal 5 Minuten irgendwas spielen. Ich bin gekommen zum Spülen und nicht zum Babytröten. Reimen Sie nicht, schade. Herr Black Beast, merci dir. Und welcome to the squad. So, jetzt passe ich am Obacht. Jetzt brauchen wir dann ein paar Bushaltestellen rein. Da pflanzt man da eine, dann pflanzt man hinten ins Wohngebiet eine hin, dann pflanzt man da eine hin. Und dann fahren wir da immer schön im Kreis. Schaut gut aus. Schaut ihm gut aus, Brudi! Den Vorstand wollte ich heute schon rufen, Herr Baumgartner. Der Vorstand hat aufgelegt, bevor ich überhaupt angerufen habe. Der Vorstand hat heute Urlaub. Weiß auch nicht. Leute, dankeschön, seriously. So, Niederhecking, bla bla bla. Also da unten ist die Infrastruktur eigentlich soweit fertig.
Aber in fucking Moosburg noch nicht. Da müssen wir jetzt dieselbe Gespuse. Nee. So, jetzt pass auf. Länge, den machen wir jetzt so. Länge. Und dann konfigurieren wir das Ding ein bisschen um. Dann machen wir den Straßenzugang da weg und machen wir ihn da hier. Ja, das ist absolutes Pro-Gaming. Pro-Gaming vom Feinsten, Alter. So, dann machen wir so. Ja, damit der Bus sauber herfahren kann. Jawohl. Da ziehen wir die Straße aus. Da ziehen wir die Straße um. Dass wir ein bisschen ein besseres Ding kriegen. So. Uff, ja. Ja. Machen wir so noch einen hier. Und dann machen wir so noch einen hier. So. Ansonsten schaut Moosburg eigentlich schon ganz gesund aus. So. Also, merke, niemals stressen, wenn du ein paar Häuser abbaust, das baut sich sofort wieder auf. Egal, ob du was in der Stadt tust oder nicht. Ich habe jetzt gerade pausiert, darum geht nichts. So, dann braucht man ein Bussystem. Sollen wir das direkt mit dem Shuttlebus da verknüpfen oder nicht? Ich würde sagen ja, weil irgendwann baut sich die Stadt bis daher aus. Das garantiere ich euch. Darum integrieren wir die Shuttle-Station oder die Hafenbushaltestelle direkt mit dem Bussystem da herin. Was habe ich denn jetzt gebaut? Dreck habe ich gebaut! Dreck! Da, den wir da herum. Immer schön im Kreis fahren. Bauen wir da eine hier. Dann bauen wir da sehr zentral eine hier. Dann bauen wir da herum noch eine hier. Dann bauen wir, das ist noch im Einzugsgebiet, das passt schon. Und dann bauen wir, wo bauen wir noch eine hier? Da bauen wir noch eine hier. Ja, das schaut doch ganz gesund aus. Also so im Kreis rundum fahren, sollte passen. So, Phase 1, erledigt alle. Challenge, keine Güte. Mr. Pickle Rick, richtig. Was Banding Geräusch beim Stoßen, Ziehen, kriege ich eine Ganselhaut? Warum? Mir macht es ehrlich gesagt auch ein bisschen wuschig. Sprengi, da bin ich auf deiner Seite. 2 hours later. So, ich habe den Spielsound noch mal ein bisschen lauter gemacht. Ist das jetzt ein Snack? Ein Snack. Sehr schön. Zauberhaft. Bester Sound ever. So, was ich hier sage, fangen wir ganz unten an. Bauen wir erst die Infrastruktur. Die Infrastruktur für Nieder- und Oberhacking. Natürlich bauen wir die. Dazu benötigen wir ein Straßenfahrzeugdepot. Dieses befestigen wir sehr zentral hier. Warum, wissen wir nicht, aber das ist schon in Ordnung so. So, dann bauen wir mal hier Bus. Ah, ist das schön, ist das schön. Ich habe offstream ein bisschen an meiner großen Karten weitergebaut. Und es ist so schön, wenn da keine Linien drin ist und anstatt 280. Das ist echt angenehm. So, wir haben Niederhöcking und das Ding nehmen wir Bus. Und ist ganz easy. Wieso dauert es denn so lang? Hallo? Hinzufügen! Hinzufügen! Warum geht's nicht? Jetzt. So, schöne Rundfahrt. Zauberhaft. Dann machen wir Niederhöcking Shuttle. Das ist das Ding. Wieso kann man das nicht anklicken? Das leitet dort zum Hafen fährt. Dann neue Linie. Shuttlebus machen wir ebenfalls gelb. Oberhöcking. Shuttle. Geht von da nach da. Und dann Oberhöcking. Bus.
Oberhöcking Bus, machen wir auch rot. Wir machen halt nur rote Busse. Sonja! Was ist mit euch? Ich muss so viel tröten heute schon wieder. Ihr kriegt jetzt alle Mitglieder, die heute gekommen sind, kriegen jetzt die Triple Tröt. Hashtag Triple Tröt! Es geht nichts über die Babytritte, ja? Sonja, danke für deine Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi, welcome to the squad. Ab in den Chat. Habe ich Sonja, das haben wir schon lange nicht mehr da. Habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Schon lange nicht mehr. Aha, der Herr Wipper hat sich auch mal bequem zum Schauen. So, wir müssen beim Bus in Oberhecking. Rote Busse, rote Busse. Das ist die kleine Schwester von Rote Rakete. So, die ziehen wir so umeinander. Ja, fährt einen schönen Kreis, schaut ganz gut aus. Das da hinten ist ein bisschen lost und das da unten, ja, wohl passt. Schaut schon gut aus, kann man lassen. So, jetzt zoomen wir da aus, jetzt müssen wir uns in die Fahrzeuge einteilen. Wie viel Geld haben wir noch? 40 Millionen, Alter, easy, Alter. Ease, peace, lemon, squeeze, Alter. Fahrzeuge kaufen. So, was haben wir da zur Auswahl? Das sind die ganzen alten, 100 Jahre alten Schundkorn, Alter. Das ist ja furchtbar. Also, Volvo. Wir kaufen 4 Volvos. 2 für Oberhecking, 2 für Niederhecking. So schaut's aus. Bam, kaufen. Die Motherfucker machen wir mir rot. Und wir lassen es mal noch, ja, lassen wir es mal auf Mittel. 25%. Was soll das? Alex, merci dir. Jetzt bin ich auch da frisch von Fußball. Oh, Fußballtraining. Fleißiger Mann. Ich war gestern laufen. Und vorgestern. Haha, da schaust du, gell? Schon wieder eine neue Karte. Nix mehr Flug. Ich habe leider den alten Spielstand überschrieben. Es tut mir so leid. Dafür gibt's Bart ASMR. Ja, mein Bart ist aus Hartplastik. Der ist umweltschädlich. Was habe ich alles verpasst, schöne Grüße aus Österreich? Wir machen die Insel laufen, Leute, um Englands Untergang zu würdigen. Neue Challenge, gleiche Challenge, nur nicht mit Flieger, sondern mit Schifferl. Nice! Merci wieder im 5er, Brudi, Bussi aufs Nussi. So, dann schickt man die ersten 2 auf die Linie Niederhöcking-Bus und die unteren 2 auf Oberhöcking-Bus. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Shuttle-Bus. Ich sehe, glaube, was nehmen wir da? Ein Berghoff oder ein Matz? Da ging ein 19, da ging ein 17, da ging ein 23. Ja, nehmen wir einen Berghoff, ein Duvedeck, keine Ahnung, Alter. Nehmen wir mal 2 Duvedecks. Ja, freilich. Die machen wir gelb. So. Den geben wir auch 25%, damit sie so viele Emissionen produzieren. Und den einen schickt man auf Niederhecking und den anderen auf Oberhecking Shuttle. So. Soweit, so gut. Jetzt braucht man aber noch Folgendes. Eine Linie und jetzt kommt die erste Schiffslinie. Die erste Schiffslinie, meine Damen und Herren. Neue Linie. Wir nehmen das. Schiff. Dann können wir nachher nicht mehr sortieren, gell? Wir müssen unseren Namen ausdenken für die Zentrale da. Niederhöcking Hafen. Dann nennen wir einfach Höcking. Zentralhafen. Nice! Schau hier! Höcking, Zentralhafen, Moosburg West. So, machen wir natürlich blau. Und dann geht die Scheiße von Höcking, Zentralhafen, da so irgendwo aufgeguckt. Rennen, Motherfucker, bis daher. So, easy. Schön, dann zieht es da eine schöne Dingslinie, passt. Das heißt aber auch quasi gleichzeitig, wir brauchen ein Depot für Schiffe, oder? Eine Werft, um nicht zu sagen, die bauen wir direkt daneben. Na, die bauen wir direkt daneben, das weißt du. So, schauen wir mal, was für Schiffe das gibt. Passagierschiffe, da haben wir nicht für Auswahl. Wir haben einen Zürich-Dampfer. Wer ist für ein Zürich-Dampfer? Höcking Island, ja, natürlich. Höcking Island, was auch sonst, oder? Alex, hörst jetzt auf! Kruzifix! Ei! Facepalm, ja, hat mir hier aber auch gedacht. I'm sorry, aber dafür machen wir ein bisschen Meter. Ja, dann machen wir mit die Meter, Alter. Die Meter. Ich weiß, was ich dir sag. Im Dampfer, da geht ja gar nichts. Der fährt 32, da fahren wir mit dem Heißluftboot. Ein Graf Zeppelin, da gehen 150 Leute rein. Ohne Scheiß, möchtest du wirklich mit dem Graf Zeppelin, der ist verteuert, der Teufel, gell? Wir spielen mal auf schwer. Graf Zeppelin, oder was? Dampfer fahren, Graf Zeppelin, der deutsche Flugzeugträger.
Zürich ist gut. Ich will ein Schiff, das Justin heißt. Manfred, das kriegen wir hin. Graf Zeppelin, oder? Oder probieren wir es jetzt mit dem Kleinen? Alter, das geht bloß 35, das braucht eine Dreiviertelstunde, bis das da oben ist. Arsch langsam das Ding, da hat er recht, der Pickle Rick. Was ist modern? Wir kaufen mal zwei so Schnellboote und schauen wir erstmal, was passiert. So schaut's aus, die machen wir blau und denen geben wir 25% Unterhalt und dann schicken wir das Höcking Zentralhafen. So, und jetzt brauchen wir eigentlich bloß noch unsere Buslinie in Moosburg und dann werden wir das erst einmal beobachten. Ja? Dann werden wir das Ganze erst einmal beobachten. So, neue Linie. Moosburg. Bus. Welche Farbe kriegt Moosburger Bus? Wer ist aus Moosburg? Was hat der Bus für Farbe in Moosburg? Ab in den Chat. Ich tu dabei Stationen zusammenklicken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lila! Lila ist gut. Lila. Ah, lila ist zauberhaft. Lila, pink. Was jetzt? Ich kenne viele Leute, die kennen den Unterschied zwischen lila und pink nicht. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, wer sich von euch zwei vertut. Moos dunkelgrün. Moos ist gleich grün. Rosa, violett. Da nimm halt das deine. Habe Trittkrafthelfer, was jetzt? Pink, rosa, lila. Das haben für mich 3 verschiedene Farben. Moosgrä, blau, MVV. Das wollte ich hören. Da machen wir dunkelblau. Ist dunkelblau in Ordnung? Hä? Ja. Leon! Ich hab gehört, fürs Löschen gibt's eine Strafstunde oben drauf heute. Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Jetzt chillt mir eine Knierscheiben. Jetzt chillt mir eine Knierscheiben. Also, ganz ruhig, ganz ruhig. Blau. Blau ist gut. So. Da brauchen wir natürlich da auch ein Straßendepot extrix. Das können wir zwar dann auch irgendwann wieder löschen, weil wir da nicht recht viele Fahrzeuge nicht kaufen werden, aber wurscht, wir brauchen eins. Fahrzeug kaufen, da der Volvo. Da nehmen wir zwar mit dem Volvo, der ist wie gemacht dafür. Aber da Moosburg ein bisschen größer ist, nehmen wir 3. So, der ist schon blau. So, hier Moosburg Bus. So, Friends of Cezanne. Wish us luck, dass das auf Anhieb funktioniert. Nochmal durchgehen. Moosburg, Buslinie plus Fahrzeuge, check. Dann Hafen und mehr oder weniger der Hafen, Bushaltestelle, check, dann geht's runter. Die Linie haben wir gemacht, 2 Schiffe haben wir gekauft, check. Da haben wir eine fette Shuttle-Station, wo sie erstens schon einmal die 2 Städte miteinander austauschen können. Und wir haben eine buseigene Linie in Nieder- und Oberhecking. Tja, könnt ihr dann wish us luck, dass das Geld produziert, weil sonst kriegen wir ganz schnell ein Problem. Wir haben nämlich nur noch 30 Millionen. Los geht's! Full Speed, Motherfucker! So, schau hier, da schwappt es raus. Da schwappt es raus, die Busse, jawohl, da geht es, das mengen wir. Das mengen wir, da stehen schon die ersten Leute an der Bushaltestelle, 3. Schau, was ist da? Die scheiß Niederhecking, da kann ich nicht draufklicken und nachschauen. Oh, ins Shuttle, wollen schon ein paar rein? Oh, schau hier, sind wir ins Shuttle, was ist da los? Fahren da schon ein paar Leute im Shuttle. 4 Leute im Shuttle. You know what time it is. Nein, noch nicht. Da ist noch zu früh am Abend. Jetzt schauen wir erst mal zu, ob da schon was geht. Machen wir mal nicht ganz so schnell, glaube ich. So, da steigen die ersten Leute aus. So, okay, passt. Da kommt er. Wer ist das? Der Peter Jung! Peter! Die schau ich mir genau. Tust du Schiff fahren oder möchtest du bloß mit dem Bus weiterfahren? Wo bist du für Zigeuner? Hey, da rundenweise für auch umgegangen. Ich mein, ach, du möchtest wieder bloß Bus fahren. Was bist du für einer? Hau ab! Hau mir ab! Haben da Leute am Hafen? Wohnt da schon irgendjemand? Ja, da kommen die ersten 2. Schau hier, da haben die ersten 2. Die verfolgen wir. Niederhöcki! Ja, wo wohnst du? Ja, jetzt Niederhöcki! Ulrike Jäger! Die verfolgen wir. Der schauen wir zu. Ja, da müssen wir uns jetzt ein bisschen gedulden. Ja? Ulrike Hacker, oder wie hat's geheißen? Ich weiß nicht. Vorher hätte ich doch irgendjemanden nennen, also ich weiß es nicht mehr. Leute, ich habe schon wieder Leute übersehen. Was ist denn los mit euch? Rauscher! Jensel, merci für den Euro. Alex, wir brauchen dringend Evergreen. Was meinst du mit Evergreen? Wohin mit Evergreen? Alex, let me know. Rauscher, merci dir, Alter. Ich hab dich übersehen, es tut mir so leid. Ja, aber der Birger sagt, vor 100 Jahren bin ich mal wieder da. Herr Rauscher, das stimmt. Deinen Namen habe ich tatsächlich schon länger nicht mehr gesehen. Aber merci dir, das hätte keinen 5er kosten müssen. Ich weiß nicht, was das wieder soll. Wen habe ich nur übersehen? Leon, ich hab gehört, fürs Löschen gibt's.
Das hab ich. Jetzt müssen wir warten, das dauert schon wieder ewig. Wir müssen nur so ein Ding. So ein. Wie schön, dass die Kamera dreht. Ist das neu? Nein, ich wollte nicht das Schiff Manfred nennen. Wie wollte ich. Irgendjemand hat vorher geschrieben, ich soll ein Schiff irgendwie nennen, aber ich weiß nicht mehr wie, oder? Kommt jetzt da bald einmal irgendjemand? Grütze in Alpha, jetzt da wart schon die nächste schon hin. Hier, da kommen die Leute, da schwappt es rein. Schau, der ganze Bus ist schon voll. Schau dir das an! Der Bus ist rappelvoll, Alter. Schau hier, oh, jetzt schwappt es rein. Oh, jetzt schwappt es rein, schau hier. Da schwappt es rein, Alter. Und richtig losgeht, tut es erst. Oh, stimmt, der Boot wollte man. Oh! Schau dir das an. Das ist die zweite Busladung, Alter. Die ist gestopft voll, Alter. Schiffe nennt man immer Blub oder Unsinkbar 2. Oder Flugzeugträger. Schau, hier ist da brodelt's! In Hecking am Hafen, da brodelt's, Alter! Justin hätte ja Schiff nennen sollen. So was. Ja, wenn's jemals vorbei, Alter, schau mal hier, wie groß das ist. Alter, da müssen wir mehrere Schiffe bauen, die stehen dann da ewig umeinander. Jetzt müssen wir mal schon schauen, wie viel das da umeinander stehen. Schauen wir mal. Ah, 36 waren die scheiß Boote! Alter, da. Das braucht er ewig, da hat schon 16 Leute dabei. Und er hat 0. Kannst gleich wieder umdrehen, du Zigeuner. Da kauft man gleich noch eins. Sagt er ich. Kannst gleich noch 2 her, du. Tu noch 2 her. Blau und ab. Brudi, es dauert sauber zu lang. So, jetzt hoffe ich. Jetzt müssen wir zuschauen. Müssen wir unseren anderen lassen. So, wen haben wir dort? Gabriele Ziegele! Gabriele! Wing mal das Boot her! Gabriele! Das Boot sollst herwingen! Ja, komm schon. Steht halt wirklich, warum das, was sie sich da denkt haben, anstatt dass irgendwelche normaler Boote machen sie ein Hovercraft. Schau eh! Haben wir schon drin, auch. Ist Ulrike ist schon drin auch und die ganze Welt wartet trotzdem weiter. Und jetzt aber mit Vollgas, Alter. Das schauen wir uns an. Muss man auch mal, da muss man sich einmal zurücklehnen und muss man sich einmal sagen, so, rön, Motherfucker. Schöne Aussichten, wenn ich da so umschaue, und der Ulrike geht's richtig gut. Da ist unser Bus, schön. Da ist der Shuttlebus. Da ist oben. Oh, schön, ich bin da vorbei düst. Ja, wenn Sie aus der linken Seite aus Ihrer Kabine sehen, sehen Sie die Welthauptstadt Oberhöcki. So, oh, wir überholen den anderen gleich. Was ist mit ihm los? Sauft der ab oder was? Was ist mit dir? Was schaust du hin? It's 14 time the details. Du siehst sogar die Passagiere da drin umeinander stehen. Mögen! Vogel! Alter, das ist für ganz schön weit bis auf Moosburg. Grütze, fix, Alter. Was ist denn eigentlich mit Ärmel? Wieso bleibt er jetzt mitten Wieso bleibt er mitten drin stehen? Bist du haum voll, oder was ist los mit dir? Warum blitzt es da hinten? Da haben schon wieder Vögel. Überall ein Vögel, Alter. Da, Vögel. Ich seh Vögel. Ich seh's genau. Vogel! Abhauen. So, wir schauen mal weiter. Wieso sehe ich jetzt eigentlich das Schiff nicht mehr vor? Fischis! Wieso bin ich jetzt unter Wasser, Alter? Was ist denn jetzt kaputt? Das hab ich nicht gewusst, dass das geht. Warte mal. Zauberhaft. Umeinander glitschen wie der Chef selber. Aber für das ist es auch nicht gedacht. Jetzt passen wir nur. Ich komm überhaupt nicht mehr aus. Oh mein Gott, was ist denn jetzt kaputt? So, oh, schau hier, was da für eine große Stadt daherkommt. Ist das schon Moosburg? Brudi, wenn das Moosburg ist. Schau dir so. Da möchte der Urlaub machen, einen Scheiß auf Moosburg. Gib dir, Alter. Da am Hafen warten schon wieder 5000 Leute. Alter, da geht's zu. Schau dir das an. Wo ist jetzt Ulrike? Industriegebäude via Moosburg-Bus. Ja, der Plan geht schon auf. Die Ulrike ist jetzt da irgendwo. Jetzt müssen wir einmal genauer zuschauen. Schauen wir mal, ob es Depp fährt. Schauen wir jetzt mal, ob die Ulrike schon ein Depp fährt. Ulrike!
sie schwebt auf alle Fälle. Sie ist ein bisschen... Hat keiner gesehen. Ja? Check that ass! Ja. Ja, kann man schon lassen. Schauen wir nochmal ein bisschen genauer hin, von unten. So, ja. Ja, der Wahnsinn ist jetzt nicht. Was ist denn da eigentlich los? Was gibt denn dies hier? Na egal. Ich gebe eine Maus. Mit WASD kennt sich kein Mensch nicht aus. Ich schau mal, ob man da... Was ist mit dir? Ja, die haben jetzt nicht die Hashtag Zero Depth. So, kommt jetzt da einmal ein Bus vorbei irgendwann einmal. Ich gebe eine Maus. Oh, da kommt der Ski. Der Moosburg! Moosburger Bus! Eine jetzt, Ulrike! Oder... Ich geh mit dem Maus! Ich konnte die verfolgen, ich muss die verfolgen und erst dabei mit dem Maus gehen. Ich geh mit dem Maus. Okay, Bus ist voll. 16 von 17, was möchtest du denn im Leben? Schau dir das an. Aber am fucking Hecking Zentralhafen am Moosburger Hafen ist keine alte Sau nicht. Da meine ich, müssen wir noch mal einen Bus mehr auf die Linie schicken, wenn mich nicht alles täuscht. He? Machen wir so. Ah, mehr Bus, mehr gut. So, wie viele Schiffe sind denn da eigentlich unterwegs? Ja, die kommen alle ein bisschen sehr zeitgleich an, finde ich. Jetzt lassen wir ihm da mal so ein bisschen... Nein, die müssen bis da oben fahren, das ist schon eine ziemlich lange Strecke. Dann kann man mal noch ins Brooklyn, kann man auch mal so einen Zwischenstopp einbauen. Greenscreen kaputt, wo? Wo ist der Greenscreen kaputt? Der ist nicht kaputt, das ist mein Pip. Das ist mein Pip! So, schaut gut aus. Ach, schau hin, wie viele Leute das da warten. Oder da warten 106 Personen. Was wir da mit da können? Wir können doch das Pier da ausbauen, oder? Jetzt pass auf. Pause. Konfigurieren. Dann drehen wir uns einmal. Wenn wir uns wieder auskennen. Dann reißt man das da weg. Und dann nehmen wir Passagier einen großen Pier. So. Anlegestelle. Groß. Links und rechts eine. Und dann müsste doch eigentlich... Gut, jetzt sind natürlich die ganzen Leute weg, aber die kommen gleich wieder. Also keine Scheu vor Abriss. Da passen jetzt halt mehrere Leute hin. Schau dir das an. Schau dir das an, Alter! Schau dir das an! Oh, da kommt er aber mit einem Affenzahn daher. Ja, 20 Leute da dabei, schau hin. Aber er kann nicht auch bloß über 20 einladen und 100 warten. Wie schaut es da an die Bushaltestellen aus? Okay, da ist nicht viel los, die wollen alle da her. 22 von 23, jetzt gehen wir mal da oben. Ja, da ist auch nicht so der Teufel los, das passt schon. Wie schaut's oben aus? Da warten sie immer 20. Ja, das ist schon in Ordnung. Vielleicht brauchen wir wirklich das große Schiff, aber das große Schiff braucht halt ewig da auf. Wenn dann baue ich lieber noch so ein kleines, oder zwei so kleine Boote dazu. Sag ich dir, was ist? Und das tun wir jetzt auch. Sonst geht da nämlich gar nichts. Wie viele Leute warten denn da oben jetzt? Ja, nicht ganz so viel. Also von oben, es war natürlich immer optimal, wenn die immer voll sind. Wenn die beim Auffahren 20 drin haben und wenn's beim Oberfahren wieder 20 Leute drin haben. Aber Moosburg sträubt sich irgendwie, dass die da an den Hafen herfahren. Ich weiß es auch nicht, aber jetzt schauen wir mal. Der Bus, der fährt jetzt da gerade einer, der hat 17 Leute dabei. Steigen die da alle aus? Das war natürlich halt das Wichtigste. Schauen wir mal. Ja, die steigen alle da am Hafen aus. Wie viel, die fahren da auch richtig große Runden. Da müssen wir nur einen Bus dazu, da. Brauchen wir nur einen Bus in Moosburg. Ich sage in Mamming, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Damit der Transport von den Leuten schneller funktioniert und dass der Hafen da immer voll ist. Immer. So, jetzt fahren da natürlich wirklich ein Haufen... Was haben die Boote da eigentlich für ein Problem und bleiben da mitten stehen? Das verstehe ich nicht ganz. Du drehst jetzt gleich einmal um. Was ist da schon wieder los? Alex! Hast du bei da noch nicht gelesen wegen der... Oh, scheiße, Alter. Wo? Jensel, merci wieder, ne? Wir brauchen dringend Evergreen. Doch, die habe ich schon gelesen, aber was meinst du mit Evergreen? Ich weiß nicht, was... Wir brauchen dringend Evergreen. Ich weiß nicht, was du meinst mit Evergreen. Wenn nicht, waren es feste Deppen. Fahren wohin, wo sie nicht hin wollen. Ja, das stimmt.
Alex, ich weiß nicht, was man sagen. Alex, schreibe in den normalen Chat ein. Kruzifix. Wehe, du wirfst jetzt mit Geld umeinander. Hör auf. Das Schiff, wo stecken geblieben ist, das nennen wir Lost 1. Schau, der macht schon plus 430.000. Was haben wir da? Also, den müssen wir noch Schiff Justin nennen. Justin, Ausrufezeichen. Dann kommt der Pascal rein. Pascal. Dann fahren wir weiter auf. Das ist Jacqueline. Jacqueline mit K, ganz wichtig. Jacqueline. Wen haben wir noch? Da haben wir dann noch einen Ronny. Und Mandy. Und ein Mike mit AI. und dann passt das. So. Da warten immer noch 74 Leute. Ja, jetzt schauen wir mal. Schauen wir uns an die Linie noch. Ja, aber jetzt wack. Also Boote machen 1,4 Millionen, das ist schon mal ganz ordentlich. Der Oberheking-Shuttlebus macht Plus und die zwei Shuttlebusse machen beide Plus, aber unsere anderen Busse, oh je, die machen ein fett Minus. Über 500.000, das ist nix. Alex, das Schiff vom Suezkanal. Also das hat das Evergreen geheißen. Das weißt du wie nicht, Alter. Muss das immer so ein Scheißwerk? Gut, dann nehmen wir noch einen in Evergreen um. Wen? Ein Pascal. Der ist jetzt der Evergreen. So, zufrieden? Merci dir, Alter. Ruhe ist jetzt. So, und jetzt müssen wir eigentlich noch mehrere Städte da anschließen. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das? Vielleicht von der anderen Seite irgendwo, keine Ahnung. Vielleicht können wir, jetzt pass auf, vielleicht können wir da einen zweiten Hafen bauen. Da hier unten am Zipfel. Zipfel, Alter. Am Zipfel von Moosburg. Und dann die 3 Städte da verbinden. Oder noch weiter weg vielleicht. Keine Ahnung, was haben wir da noch so? Was haben wir da noch? Sennewitz und Marienberg. Eichstätten haben wir auch noch. Wir haben aber auch noch ganz im Norden Natterbach. Natterbach schließt man am Moosburg an, so schaut's aus. Ah, das ist gleich erledigt, Dann hat der Flo auch was davon. Flo, du kannst nicht auf der Insel festsitzen, da hätte ich mich schon lange erschossen. So schaut's aus. So, jetzt pass auf, tust du mir einen Passagierhafen her, damit nichts passiert. So, da Latze. Bam, bam, die Bam. Und verbünden wir den Scheißdreck da. Und dann bauen wir noch ein paar Bushaltestellen her. Da klang der Kleine. Für Natternbach klang der Kleine. Der zeigen wir nicht runter. Dann bauen wir da eine her, bauen wir da herum eine her und bauen wir da herunter eine her. Und dann... Oh, dann brauchen wir mehrere Terminals. Wir brauchen ja viel mehrere Terminals. Alter! Müssen wir Moosburghafen umbauen. Du, das hilft jetzt nicht. Fahrzeug im Weg. Jetzt doch nicht mehr. Aber zwar kann man jetzt so viele Schiffe da unterwegs sein, dass wir nicht mehr abreißen können. Dann haben wir ein Problem. Stolz Liebe! Am Zipfel, da sind wir ein Zipfel. Da kannst du über dir ein Zipfel einballen. Always. Merci dir. So, jetzt fahr weiter! Und dann brauchst du zum Außen einladen. Arschloch. So, Pause. Weg. So, wie das bei Bahnhöfen auch ist, braucht man bei den Häfen so Terminals und in dem Fall Anlegestellen. Eine für eine für unten und dann haben die ja beliebig erweiterbar. Terminal Hacking, der wir auf Terminal 1, also dass die Schiffe von unten hinfahren können. Und dann bastelt man, ja, die sollen gleich mal weiterfahren, dann bastelt man gleich mal eine neue Linie. Jetzt pass auf. Linie von Moosburg nach Natternbach. Und die fährt man blau. Und die nennen wir Natternbach Moosburg Hafen. Schaut gut aus. Und wir brauchen in Natternbach natürlich noch eine Buslinie, sonst geht da gar nichts vorwärts. Da kann man nicht draufdrücken, wenn der Name eingeblendet ist. Ist aber nicht so schlimm. Da ziehen wir eine Linie rundum. Yay. Machen wir so. Easy. 2 Busse. Lassen wir mal. Ja, nur mit 2. Ist wurscht. Die machen wir rot. Die Linie müssen wir noch umnehmen. Das habe ich
Hab ich ihn vergessen. Linie umnehmen. Natternbach. Bus. Natternbach Bus. Rot. So, schaut gut aus. Da hinten gucken ja schon unsere 2 Busse raus. Passt, der erste Passagier ist auch schon da. Und jetzt hat der haben wir ein Schnellboot hin nach Natternbach. Ja, das ist nicht ganz so weit. Das lassen wir von da unten rausfahren, weil es wurscht ist. Nein, bauen wir da herum ein zweites. Auf geht's, bauen wir ein zweites. Das können wir ja eigentlich hinbauen, wo wir wollen. Vielleicht bauen wir das ein bisschen zentraler, weil wir da noch mehr brauchen. Das ist eigentlich total falsch. Was tue ich nicht, Alter? Nehmen wir da her. So. Dann tust du mal 2 solche Boote her. Dann gibst du das, machst das blau. Zoomen raus und weist mir zu Natternbach. Jetzt hoffe ich, dass die natürlich einen Weg finden von da. Da verfolgen wir jetzt einfach eins. Bambi, wieso denn? Ich verstehe die Frage nicht. Scheiß aufs Carport. Nächste Bierzeit. Du hast schon mal eine Szene. Bierzeit für dein Matchbox Carport. Herr Lacher, die habe ich einmal sagen, mir ist wieder entwickelt. Das Schiff hat Ever Given geheißen. Echt? Also was jetzt? Evergreen oder Ever Given? Ihr möchtet es wieder bloß wieder trollen. Ihr wollt es wieder bloß wieder trollen. Flip555 Nase schreibt, wo willst du denn das Hauptquartier hinsetzen? Das ist eine gute Frage. Soll man das Hauptquartier mal irgendwie hinsetzen? Wo setzt man das hin? Hauptquartier? Bauen. Punktezahl 2. Wow, wir haben ein Pro-Game, Alter. Ich glaube, was ich dir sage. Also bis jetzt hätte ich mein Hauptquartier in Oberhecking haben. Da bauen wir es her. Da bauen wir es her. Schau hin. Hauptquartier hingepflanzt. Wurstfingertransport. Es schaut aus wie, weiß ich nicht, wie ein Bauernhof aus die 1400er. Was zur Hölle? Dreck. Machen wir ein bisschen schneller da. So, jetzt darf man langsam mal anfangen, Geld zu verdienen. Das war auch mal nicht schlecht. So, wie schaut's da aus? Mag irgendjemand auf Natternbach? Nicht wirklich. und schauen wir mal, wo der Flo ist. Wo ist denn der Flo? Da nennen wir jetzt einfach irgendeinen Passagier, nennen wir Flo. Der erste Passagier, der da ankommt, den nennen wir Flo. Oh, da ist der Flo. Na, da ist der Flo. Flo? Ernst Peters. Nennen wir um in Flo. Florian. Ausrufezeichen. So. Da ist er hin. Florian. Schauen wir uns deine Bootsfahrt an. Alter, das ist auch ewig weit weg. Das schaut aber, wenn du auf... Da läuft der Bär umeinander. Siehst du das? Naja, Schiff voll. Oh, da hinten kommt's. Da hinten kommt's, ich kann's sehen. Ich kann es sehen. Wie schön blau das aus dem Meer ist und wie gut das ausschaut. Haben sie sich schon mir gegeben? Kann man sagen, was man mag. Da schau ich. Und das geht mit einem Affenzahn. Alter. So, der Flo ist eingestiegen. Der Flo macht heute Urlaub in Moosburg. Leider Gottes, wenn ich da mit WASD umeinander tue, dann wird es immer schlimmer anstatt besser. Texturen leicht verpixelt, aber ist nicht so schlimm. Ein bisschen an der Decke umfahren, damit sich gar keiner mehr auskennt. Ab nach Moosburg. Schauen wir mal, wo er hin möchte. Ziel Industriegebäude via Natternbach, Moosburg, Hafen. Da bin ich jetzt aber gespannt, wo der Flo arbeitet. Das werden wir gleich sehen. Ah, der fährt mit Sicherheit in die Arbeit. Bin mir sicher. So. Haben wir da jetzt Natternbach. Auf Natternbach möchte ich das auch nicht offensichtlich. Aber 5 Leute von Natternbach kommen und fahren auf Moosburg. Das schauen wir uns einmal genau an. Das werden wir uns jetzt einmal genau anschauen. Wo ist der Flo? Flo! Da ist er. Da irgendwo geht er umeinander. Irgendwo da geht er umeinander. Ich weiß genau, da ist er. Schau, da geht er. Autosave! Flo, da krieg ich Kopfweh. Florian, da krieg ich Kopfweh! Entschuldigung! Wieso fährt er nicht mit dem Bus? Florian ist... Oh! Florian ist angekommen. Florian ist angekommen. So. Mission erfüllt. Natternbach. Auf Natternbach fährt keiner, aber von Natternbach kommen hoffentlich ein Haufen Leute. Also ich hoffe, dass da was geht. So, nächster Schritt. Was ist der nächste Schritt? Nächster Schritt. Wir brauchen mehr Häfen, die an den Zentralhafen nach Moosburg fahren. Das ist alles, was ich weiß.
Jetzt hör mir auf! Bambi, übrigens, merci, falls ich das vorher nicht gesagt habe. Mr. Fox! Was? Reederei, Evergreen, Schiff, Evergiven. Ich weiß nicht, was sie mir sagen möchten. Evergreen ist gleich Reederei, Evergiven ist gleich Schiff. Dann nennen wir es. Ich nenne es überhaupt. Weißt du, wie ich das scheiß Schiff jetzt nenne? Leck mich doch am Arsch dann! Können wir uns da drauf einigen? Kruzifix. So. Ab nach Fersenbrücke! Du Spacken! So, was kann man jetzt da anstellen? Da haben wir auch so schön 3 sichere Dinger beieinander. 3 so Städte, da wo man schön zentral irgendwas herbauen kann, aber mit den Häfen ist das nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Da kann man einen Hafen herbauen, der dann wiederum nach Nieder- und Oberhecking geht. Sollen wir das erledigen? Ich glaube schon. Ich weiß schon, dass das Schiff ist, das in dem Kanal stecken geblieben ist. Ich weiß es jetzt. Ich habe verstanden. So. Städtenamen. Ab in den Chat. Für das Geodreieck der Städte da. Ich höre zu. Holzkirchen, Deckendorf. Holzkirchen. Deckendorf. Gergweiß. Gergweiß ist schön. Gergweiß. Kühlstem Gergweiß. So, passt. Für die machen wir einen Hafen. Machen wir für die einen Hafen? Ich weiß nicht. Oder machen wir in jeden einzelnen Hafen? Ich weiß nicht. Das ist ja doch gar nicht so einfach mit scheiß Häfen. Da ist Ritzau. Das ist die Heimat aller Emos. Waren für Waren. Bierschweiß, du kannst auch die Viecher dort anklicken. Man kann die Viecher anklicken, das habe ich noch nie ausprobiert. Das werde ich jetzt einmal testen. Da ist ein Viech. Da ist ein Viech. Das. Wieso heißt das Easter Egg, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe? Und was ist das? Hallo? Wieso steht da Hallo, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe? Kann ich das anders nennen? Tatsächlich. Jetzt heißt der Was ist denn, was haben wir jetzt entdeckt? Etwas Etwas Mysteriöses? Kann man die Vögel anklicken? Tatsächlich, du hast nichts gesehen. Hä? Oh, was ist das? Bär! Ich muss einen Helch suchen. Das ist meine einzige Aufgabe in dem Spiel. Es gibt aber, glaube ich, keine Helche. Es gibt bloß Bären. Hallo. Die saufen doch, die Leute. Mitten am Nachmittag, wenn du mich fragst. Ja, da drehe ich mich noch 2 Mal um, da haben die schon 5 halbe in der Fotzen. Du hast nichts gesehen. Oh, was ist das? Aber recht viel Easter Egg. Oh, was ist das? Vögel? Etwas Mysteriöses. Jetzt habe ich gerade was gelesen. Ja, da hat die YGS-Familie, da teilen wir wieder den gleichen Humor. Na, kleiner Bär, wie heißt du? Bärbel! Oh Mann, Alter. Feuerwehr zu Pfeifeu! Die habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Was geht, Meister? Sind weg, später hatten nur Footballtraining. Footballtraining? Dann welcome back, da ich sagen. Gronti! Was mit Senf, Alter? Das habe ich auch übersehen. Warum den 50? Ich verstehe nicht. Was ist denn eigentlich schon wieder Ausbruch heute? Ich verstehe die Frage nicht. Warum haben wir heute schon wieder, hat es heute eine Lohnerhöhung gegeben? Ich weiß es nicht. Gronti, mir ist wieder eine 15 Euro. Ich weiß nicht, was das soll. Dankeschön. Senf zurück. Zirngebe, mir ist wieder ein Zwickel. Ich glaube, für die Große mit diesen Millionen 17 Städte anschließen. Und Freising war ein guter Name. Freising war tatsächlich neben Moosburger ein ganz guter Name. Ich glaube, für die Große mit den Millionen 17 Städte
anschließen und Freising war ein guter Name. Ich weiß nicht, was man am Anfang da sagen möchte, das verstehe ich nicht. Monkey, merci für eure Mama, ich fahr kurz zu meinen Kumpels mit was Fußball, ja, leg mich da am Arsch dann. Komm her, du Kleiner. Komm her, du Kleiner. Grüß aus Österreich, grüß aus Niederbayern, zurück, Bussi aufs Nussi, merci dir. So. Ja, ich weiß nicht, wie wir das anstellen. Zentralhafen, Gergweis, Deckendorf. Vielleicht sollten wir es doppelt zusammenbauen. Mit Shuttlebus, Gergweis und Deckendorf, Hafen da unten und dann verbinden wir es da unten mit Unter- und Oberhecking. Vielleicht so. Das der wir jetzt einfach einmal. Ich meine, so richtig Geld verdienen der wir auch nicht, gell? Weiß jetzt auch nicht, da brauchen wir mehrere Linien, das wird uns nicht helfen. Das wird uns nicht helfen. Machen wir den nochmal da her. Dann müssen wir die Straße da mal auf alle Fälle anreißen, weil das hilft. Weil wir eine gescheite brauchen. Wir brauchen eine gescheite Straßen daher, damit nichts passiert. Ja. Passt das so? Ich mein schon. Ja, schaut gut aus. So, Gebäude. Machen wir uns aber eine Shuttle-Station her. Jawohl. Schaut gut aus. Konfigurieren wir alles ein bisschen schneller. Ja, Straße. Das ist nicht so schön. Das muss gelungen. Das ist nicht so zauberhaft wie in Hacking, aber da haben wir auch ein bisschen schief, hilft eh nicht. So. Dann haben wir so ein bisschen das Problem, dass da kreuz und quer gebaut worden ist, aber hilft nicht. Gebäude, dann bauen wir da unsere Shuttle-Station her. Quattro Stazione. Babene, was ist denn da eigentlich kaputt? Was ist da? Was ist mit euch? Habt ihr einen kompletten Schlaganfall, Leute? Was ist denn da kaputt? Muss ich jetzt da eine Straße bauen oder was muss ich denn da? Ich kapier's nicht. Was ist mit euch? Leute, was ist mit euch? Könnt ihr jetzt wieder fahren, ja? Herr Urbautz, das ist kreativ gerade. Das wollte ich hören. Schnauze, Liebe! Ganaka feit noch und Knackefuck. Ganaka kommt noch. Ganaka braucht man. So, dann Gebäude. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir mal ein bisschen Meter machen, damit da ein bisschen was vorwärts geht. Haben wir da unsere Shuttle-Station und in Deckendorf bauen wir die da her. So, passt. Da bauen wir gleich noch ein paar Bushaltestellen. Da bauen wir da eine. Alter, Deckendorf ist für ganz schön groß, schau dir das mal an. Ist für ganz schön groß, da brauchst du dich hier, da tun sie sich mal nicht hinunter. Ja, da fahren wir ein bisschen so ein Achter. So ein bisschen ein Achter. Ja, der geht schon. Geht eben schon. So, Gergweis! Eine mit die Zimmer meine Bushaltestellen auf Gergweis. Gibt sowieso viel zwingen Bushaltestellen, wenn du mich fragst. Das Gergweis. Gibt es im Gergweis Bushaltestellen? Ich habe keine Ahnung, Wahrscheinlich schon. Gut, dann haben wir da alles beieinander. Wie viel Geld haben wir noch? 25 Millionen. Ja, das klang leicht. Das klang uns leicht, Kinder. Das klang uns leicht. Oh, Stau, massiver Stau. Alter, was geht denn da ab? Brudi, da ist abgefuckte Landstraße. Da kann man nicht einmal 1,5 fahren. Aufwerten. So, jetzt gibt's Gas, liebe Karren. Leute, was ist denn heute? Ist eh schon wurscht, schreibt er. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was heute ist. So was schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, was los ist heute. Gronti? Die heilige Dreifaltigkeit des Trötendaseins. Gronti, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Merci, Alter. Merci einfach, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Alter. Fühl dich aufs Auge geküsst. Werwolf, merci für den Fünfer. Kolonenerhöhung, aber ich krieg jetzt ein Stipendium von BMW. Oh, also shut up and take my money. Also mal unabhängig, merci natürlich, aber GZ, Alter. Falls du nicht weißt, was GZ heißt, so jetzt, irgendwann hat es mal immer einen Zeitpunkt gegeben, wo jeder da nicht gewusst hat, was GZ heißt. Gratulation, also Stipendium von BMW. Kann man nehmen.
Kann man nehmen, Alter. Kann man machen, Alter. Nimm mich, Fralle. GZ, merci dir. Leute, jetzt chillt's. Ich muss da hier Verkehrswissenschaftsstudien durchführen. Ich habe nämlich ein Stipendium in Verkehrswissenschaften gekriegt. Und das sagt, das passt schon. So grob. So, schneller. Bauen wir ein bisschen schneller da. So, schaut gut aus. Ihr könnt's nicht aufhören, gell? Kruzifix, Rotkopf Steff, habet dort, bin jetzt auch da, scheiß Spätschicht, Space Heaven Next Stream. Ich werde es mir auf alle Fälle anschauen, weil ich es off-Stream so und so ausprobieren möchte. Und ob wir es dann im Stream spielen, schauen wir nächste Woche mal. Hör mir jetzt mal auf! Ja, mein Donation-Konto da, ist lang für heute. wenn das auf meinem Konto steht, dann darf es für immer gelangen. Dann darf ich erst einmal alle, die heute da sind, auf einen Urlaub in Karibik einladen und dann schauen wir weiter. Leute, was ist denn los jetzt? Was ist denn heute? Mittwoch, ja. Bambi, du hörst jetzt auf. Kruzifix. Bambi, merci. Leon, heute ist ein Tag vor dem 15. Weißt Bescheid? Nein, weiß ich nicht. Merci, Leon. Herberge, sehr liebe Grüße an den Noah in der Spätschicht. Hashtag Inselmap. Hashtag Nase. Hashtag Inselaffen. Ab in den Chat. Und Gratulation an Italien. Mir ist wieder eine 5,55. Herberge, ich weiß nicht, hört's auf jetzt, bitte. Dankeschön. Bussi aufs Nussi. So, Linie, Georg-Weiß. Hau ja da, Buslinie ein auf Georg-Weiß. Georg-Weiß. Schreiben wir es mit einem Messer oder zwei, aber schnell mit zwei. Leer, Bus. Der Grundi. Hashtag Senf. Hashtag Senf auch noch dazu. So, Farbe, mir scheißegal. Stadtbus ist einfach das Georg-Weiß grä. Warum? Weil wir es kennen. So, neue Linie. Deckendorfer Bus. Was hat denn der Bus in Deckendorf für vor? Der ist auch blau, oder? Deggendorf Bus. Mal blau. Mal blau. Ja, fahren wir schon in den Kreis rundum. Da darf man 4 Busse einschicken. Brauchen eine Dreiviertelstunde bis da rundum kommen. Das ist ein Wahnsinn. So, dann brauchen wir einen Shuttle. Jetzt kommt ja auch noch. Ich weiß nicht, was heute los ist. Leute! Bitte schön! Reisinger, mehr. Ich weiß, was ist denn eigentlich los? Das ist halb 10. Erstens, zweitens ist Mittwoch, drittens ist. Was ist denn los? Ja, ich wann's schon züge, dann da bin ich. Ich hätte noch eine Frage für dein Fragevideo. Ich weiß, ich bin ein wenig spät dran, aber kämen einmal die Fotos von deinem alten Baron, der weiße. Du hast wirklich aufgepasst, wenn ich mal was verzeihe, gell? Grüße aus dem Nachbarland von der Frau, unserem Baron und mir. Deswegen haben wir da einmal geschmerzt, gell? Das hast du mir schon mal erzählt, dass hier Baron und dann erzähle ich von meinem weißen Schäferhund. Mann, falls du gerade zuschaust, kannst du einmal Fotos vom Baron rausgreifen. Dann nimm ich das nächste Mal mit. Wenn ich dran denke, hoffe ich. Mein Mann denkt garantiert dran. Die drückt es mir dann schon in die Hände, dann fotografiere ich es ab und zeige es her beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich dran denke. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse. Herr Reisinger, ich weiß nicht, was ich zu 25 Euro sagen soll, aber wem erzähle ich das? Und dem ganzen Rest auch. Merci dir. Rotkopf Steff, mehr wollt ihr nicht hören. Mehr wollt ihr nicht hören. Chattercat, scheiß drauf. Schwarzarbeit, Kick. Was für Schwarzarbeit? Hab dich schon verstanden. Hab dich schon verstanden. Chattercat, merci dir. Bussi aufs Nussi. So, jetzt passen wir Obacht. Wir brauchen einen Shuttlebus. Deckendorf Shuttle. Deggendorf Shuttle. Da, Shuttle war nämlich gelb, hat's geheißen. Geh von da nach da. Das machen wir jetzt. Wir müssen, weil Leute, ihr müsst jetzt aufhören. I'm serious. Ich weiß nicht, was los ist mit euch, oder? Morgen gibt's einen Lohn, morgen ist der 15. Ja, aber es kriegt doch nicht jeder am 15. Ich meine, ich krieg auch meinen Lohn am 15. Aber es kriegt doch nicht jeder seinen Lohn am 15. Ich verstehe die Frage nicht. Was ist mit euch? Was ist mit euch? Oh, das war gar nicht das Deckendorfer Shuttle, das war's. Georg-Weiß Shuttle! Müssen wir noch mal umbauen. Weg. Weg. So, nochmal. Georg-Weiß Shuttle. Georg-Weiß Shuttle. Okay. So, da haben wir einen sauberen Stau. Wieso haben wir da einen sauberen Stau? Das verstehe ich nicht. Da haben wir letztes Mal was gelernt. Schau her. Da kannst du nämlich die Ampel ausschalten, dann fahren sie einfach durch und es ist total wurscht. Haha! Ampel aus, gibt's kein Verkehrschaos mehr. Das ist gut. Das ist gut für uns. Das ist ganz stark für uns. Oder wir müssen wieder mal einen Kreisverkehr einbauen, das können wir natürlich auch machen. Oder wir bauen da noch eine Verbindung von der Straße her. Ja, bauen wir da noch eine Verbindung mit der Straße her. Dann entzerrt sich vielleicht
Pass auf. Dann entzerrt sich vielleicht der Verkehr ein wenig. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wir werden sehen. Ist jetzt da eine Ampel? Ja, die machen wir weg. Ansonsten müssen wir da einen Kreisverkehr herbauen. Das hilft uns alles nichts. Aber jetzt machen wir erst mit Linien. Linien. So, Deckendorf Shuttle haben wir. Gergweis braucht noch Shuttle. Gergweis! Gergweis! Shuttle! Ich schreibe das jetzt mit einem S, damit es passt schon. So. Gergweis Shuttle, gelb. Den machen wir gelb. Dann machen wir ein wenig auch gelb. So, dann ist eigentlich alles beieinander. So, wie nennen wir das? Wir nennen den Hafen. Gergweishafen. Gergweis, nennen wir ihn einfach Gergendorf. Zentralhafen. Gergendorf, Zentralhafen, ab nach Ober- und Niederhecking. Oh, wir haben da schon eine Linie gehabt, dann nehmen wir doch die. Also, Gergendorf. Höcking. Oh, Höcking. Schiff. Machen wir blau. Jetzt wenn ich mich wieder nach rechts dran. Er hat es wieder eskaliert mit 100.000 Donations. Dann flippe ich jetzt gleich wirklich allen Ernstes aus, gell? So. Jetzt lasst mir meine Fahrzeuge kaufen. Dann lese ich vielleicht noch mal vor. Sonst können wir mir wieder kein Pflegen nicht weg da. Kruzifix, was ist mit euch? So. Dann. Fahrzeugdepot am Start. Dann bauen wir auf alle Fälle. Kauft man für Gergweis. Gergweis kriegt einmal 2 Busse. Und Deckendorf kriegt 4. Das ist eine viel längere Strecke. Das heißt, wir brauchen 4, 5, 6 Volvos. Die machen wir Fire Road, einfach weil wir es kennen. Und 2 davon schickt man auf Gergweis Bus und die anderen 4 auf den Deckendorfer Bus. Dann kauft man Berghof Duvedeck. Duvedeck! 2 Stück. Machen wir gelb. So, den ersten schickt man ins Deckendorfer Shuttle und den zweiten den Gergweiser Shuttle. Und dann, ich glaube, die Strecke ist ein bisschen kürzer wie die auf Moosburg. Da rauf. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Kauft man mal 3 so Hovercraft-Dinge. Macht man blau. Viertels Ding. Und dann Gergendorf-Höcking-Schiff. So, dann schauen wir uns die Gaudi einmal an. Wie schaut denn der Verkehr aus da? Ja, ist ganz akzeptabel, schön. Können schon durchfahren. Vielleicht sollten wir mal noch Busspuren. Wie schaut es denn eigentlich da hinten aus mit den Busspuren? Kann man da Busspuren brauchen? Nicht wirklich. Nicht wirklich, da ist nicht recht viel. Straßenverkehr. Ich sehe hier keinerlei Straßenverkehr, der irgendwie relevant wäre. Darum hoffen wir jetzt einmal, dass die Leute sauber mit dem Shuttlebus da umeinander fahren. Das muss ich natürlich noch ein bisschen fangen. Jetzt haben wir mit Dreifachgeschwindigkeit, damit da mal ein bisschen was vorangeht. Ja? 5 Häuser, aber 18 Busse. Naja, so viel. So klar ist jetzt Deckendorf dabei nicht. Das ist jetzt so weitläufig, so weit da nach hinten. Aber ist ja nicht schlimm. So, da geht einmal noch gar nichts. Und da geht auch einmal noch gar nichts. Warum nicht? Höcking-Schiff, da mag keiner hin. Kommt von unten jemand? Schauen wir da mal. Terminals, Gergendorf, Höcking-Schiff, den wir da, Terminal verteilen. Höcking, Zentralhafen, Moosburg, ja, den hat sie noch nicht gefangen. Vielleicht hat er auch noch nicht so ganz verstanden, dass die Verbindungen, also die Ziele von der Stadt sich jetzt erhöht haben. So, habe ich das schon richtig eingestellt da. Ja. So, das eine lassen wir gleich einmal umdrehen. Das lassen wir ein bisschen stehen, damit sie die ein bisschen verteilen und nicht so schnell hintereinander kommen. Ah ja, jetzt haben wir Deckendorf Shuttle, jetzt kommen die Leute. Ja, weil da muss der Bus erst einmal durchfahren und dann das dauert halt ein bisschen, bis die Stationen kapieren, dass da jetzt Verbindungen bestehen. Da schau hin. Was ist mit dem da? Angehalten. Wieso habe ich das angehalten? Weiß ich nicht mehr. Da haben noch keine Herren. Schauen wir mal. Wieso nimmt der jetzt die Passagiere nicht mit? Bist du behindert? Umdrehen. Umdrehen!
Holzkirche müssen wir auch noch anbinden. Felix, da hast du recht, das werden wir da. Oder eventuell werden wir das anders tun. Schauen wir mal. Mal schauen. Muss ich noch überlegen. Muss ich noch überlegen. Da muss ich eben noch überlegen. Ressinger! Wieso machst du auf die kritischen Kreuzungen keinen Kreisverkehr? Das Verkehrsmanagement von meiner Heimatstadt Wös hätte da schon mindestens 10 Kreisverkehr und 20 Einbahnen gemacht. Das kenne ich irgendwie. Landau tut das auch gern. Und was Landau auch ganz gern tut, ist riesengroße 40 Meter hohe graue Gebäude mitten in der Landschaft stehen. Und wenn wir zu viel Geld haben, irgendwelche Tiefgaragen bauen, die keiner braucht. Merci dir, Alter. Herr Stolzer Liebe, geht es jetzt im Straßenbaumenü auch seit dem Update, das mit den Ampeln? Das ist eine gute Frage. Verkehrsampel-Tool. Straßen mit Verkehrsampeln aufrüsten. Aber wo? Ah, ja, tatsächlich, schau hin. Da gibt's. Oh, wir haben unseren Shuttlebus, unseren guten. Schau hin. Haben wir gekriegt. Right Streetcar. Ja, geht. Busspur-Tool. Oh, wie lange habe ich nach dem gesucht, Alter? Da wo du nicht der extra die welch Genugtuung. Schau hin. Da brauchen wir gar keine Busspur. Oh, dann tut das automatisch wieder weg. Oh, welche Bereicherung! Best Game ever! Geil. Wie geil. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ausgezeichnet. Wundervoll. Zauberhaft. Amazing. Marvelous. Wonderful. So, schauen wir mal Diagramme. Da sieht man übrigens schön, wann die Verbindung kickt. Ja, die Einwohnerzahl und Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätze, wo immer sehr gleich eigentlich sich in der Richtung bewegen. Sobald die Verbindung besteht und dann live geht, schießen halt die Einwohner von knapp 300 auf 370. Oder 60. Irgend sowas. So, jetzt müssen wir, jetzt pass auf. Jetzt brauchen wir eigentlich nur eine Verbindung von Holzkirche und Gergweis. Und zwar genauso, wie wir es da herunten gemacht haben, so da an der Küste entlang und dann da ein Hafen, der da auf nach Moosburg fährt. Und dann brauchen wir da herrenken zwischen Holzkirche und Deckendorf noch eine und da einen Hafen, der dann da oben zur Ritzau fährt. Schon gibt's ab! Merci dir! Servus Birkbert, schön machst du das, gell? Gell, als hätte es gelernt. Merci dir. Leute, jetzt chillt's mit einer Donation. Ernsthaft. Ich weiß nicht. Mucke kickt voll. Manuel Moser, Alter, wenn die nicht guckt. Warte, du musst dich mal zurückladen. Und hörst da mal die Musik, Alter. Einfach auf Musik konzentrieren. Und einfach einmal, dem Treiben an der Bushaltestelle zuschauen. Wir haben übrigens mittlerweile im Plus mit 1,6 Millionen. Also wir haben uns schon gefangen, das passt schon, aber so richtig viel Kohle kriegen wir noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Geile Musik. Da geht's richtig ab. Da ist auf alle Fälle fett was los, da brauchst du mir nicht nur wieder. Da tun sie sich mal nicht hinunter. So, jetzt löschen wir mal die Straßen da weg, damit wir unseren Plan verfolgen können. Dazu. Gehen wir da her. Ja, den ganzen Scheiß da gleich mal abreißen. Also wir bauen jetzt quasi als Bürgerdreieck. Das ist sowas ähnliches wie das Bermuda-Dreieck, bloß noch viel schlimmer. Viel schlimmer. Look at that. Da ging ein Bus verloren. Hab ich gerade Sachen gelöscht. Im Bürgerdreieck ging ein Bus verloren. Ja, jetzt. Entschuldigung, Sprenge, die hat ein wenig gebraucht meinerseits. Entschuldigung. So, wir bauen erst einmal ein Straßennetzwerk, so wie wir es gut brauchen können. Und zwar, wo fangen wir da an? Wir müssen erst einmal, bauen wir da einen Hafen her. Ja, wo ist denn da so 50-50? Ja, da ungefähr. Die haben wir da so einen Hafen her. Den haben wir da her. Und dann haben wir da so auf halber Strecke einen Hafen her. Ja. Schaut ihm gut aus. So. Haben wir
Schaut gut aus. Schaut gut aus, schaut gut aus. Jetzt müssen wir da bloß irgendwie, das nervt halt. Diese scheiß Industriedinger, die haben halt anders nervig, gell? Ja, jetzt machen wir so. Dann ziehen wir da einmal die Straße auf. So. Dann ziehen wir die Straße da vorbei. Wir brauchen natürlich auch Fake nur Platz für unser Bushaltestelle. Was da wieder so wieder nicht ganz hinhaut, tut sie fix. Der haben wir vielleicht zuerst die Bushaltestelle hier, das glaube ich ist gescheiter. So, machen wir so. Ja, das schaut gut aus, die bauen wir genauso wie bei den anderen. Dann bauen wir die da hinten. Ja, die haben wir immer schön parallel bauen, so übersehen wir nichts. Was ist denn da wieder für eine Glitchy-Scheiße? Egal. Glitchy Bullshit, mir egal. Brrr, Glitchy Bullshit goes. Brrr. Wie soll man das da wieder managen? Glitchy fix. Dann machen wir das so. Ja, schaut gut aus. Und dann reißen wir die Scheiße da weg. Oh, schon hier, ne? Warnung! Stelle sicher, dass Holzkirchen Süd ans Straßennetz angeschlossen ist. Ja, Mann! Ich arbeite dran! Schnauze! Das macht jetzt da einen ziemlich kreisligen Knick, aber das ist mir jetzt auch wurscht. Ja! Nerv mich nicht mit deinem Scheiß jetzt da! Und das wickert. Und dann können wir da sauber rausfahren. Ja, das gründet jetzt keinen Schönheitspreis nicht, aber es klangt schon. Hey, für Deckendorf klangt schon. So. Map! Was für ein Map, Alter? Map! Das verstehen ja nur die brutalsten Insider. Sollen wir mal wieder Daisy spielen? Oh, schon hier. Besser gegangen wie gemeint. Besser gegangen wie gemeint. Easy, ne? Ein bisschen begradigen. So, dann bauen wir da unsere Anschlüsse her. Damit das überall schön sauber, so symmetrisch wie es geht irgendwie ausschaut zumindest. Ja, damit man zumindest draufschreiben kann, er war stets bemüht. Schnitzel, Liebe, eine Autobahn brauchen wir. Haben wir eine Autobahn, da ist er. Sauber eine Autobahn, oder meinst du die? Das ist eine extra große Landstraße. Ah, die brauchen wir noch nicht. So viele Autos fahren da noch nicht nebeneinander. Schau hier, so viele Autos fahren eben da noch nicht nebeneinander zwischen Dickendorf und was weiß ich was. Brauchen wir noch nicht. Jetzt brauchen wir erstmal doppelte Shuttle-Stationen für die wir da jetzt in die Städte da mit integrieren. Aber da ist ziemlich simpel, da geht das glaube ich ziemlich gut. Pass auf. Machen wir jetzt so. Das schaut gut aus, jawohl. Und Zollskirche! Oh, wir Zollskirche machen wir da rechts an hier. So, ja, und nach unten, also in die Richtung brauchen wir ja natürlich auch einen. So, warte mal. Machen wir so. Bist halt dran. Da so her. Ja, schau's da hoch. Schau dir die so. Falls ich mal hinten umfahren nichts, Alter. Wenn das kein Verkehrsnetz-Nobelpreis kriegt, dann weiß ich es auch nicht. Leute, dann weiß ich es auch nicht. Was dann am Verkehrsnetz-Nobelpreis verdient. Brauchst du mir nicht erzählen. So. Schau dir das an. Wie es in Holzkirche abgeht. Absoluter Wahnsinn. So, dann brauchen wir in Holzkirche noch Bushaltestellen. Ganz normale, also für die Stadt. Fürs Stadtinnere. Brauchen wir aber auch nicht einen Teufel früh. Dann machen wir da und da einen, dann haben wir nämlich schon 4. So. Und vielleicht müssen wir das dann nochmal das Busnetz noch ein bisschen anders einteilen, wenn wir die Station da aufziehen. Ich glaube, das werden wir auch da. So, okay. Ziehen wir da auf. Ist die dann automatisch gleich integriert, möchte ich sagen. Tatsache. Und
Dann der mit Kirchgassen schalten wir aus. Dann da auf und dann da her. Schaut super. So, Gergweis ist integriert. Deckendorf braucht man noch eine Shuttle-Station. In Deckendorf braucht man natürlich noch eine Shuttle-Station. Kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin, der zeigt nicht ab. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil sonst übersehe ich wieder die Hälfte. Sonst übersehe ich ihm wieder die Hälfte. Machen wir so. So. Jawohl. Schaut dann gut aus. Schaut gut aus. So. So. Wie machen wir es mit den Bushaltestellen? Ich glaube, dass wir erstens einmal die da ziehen wir weiter hinten. Und dann müssten wir irgendwie 4, 5 und dann da her. Ja, das passt, oder? Passt das also. Ich glaube schon. Deckendorf integriert. Okay, Punkt ist ein Symbol anscheinend und das mag er auch nicht. Was ist ein Punktsymbol? Was? Das geht nicht. Und du hast aber 20er, ist drin, was redest du nicht? Schalt's liebe! Autobahn brauchen wir, ne? Habe ich nicht übersehen. Gott sei Dank, wenigstens das. Aber ich weiß, was du meinst. Nein, wer ist überhaupt noch da? Also YouTube-Programm ist vollkommen okay, aber ohne Leerzeichen mag ich nicht. Verstehe die Frage nicht. Weiß ich nicht. Die Bushaltestellen haben 2 Terminals. Stimmt, aber zu wenig Platz für den Shuttlebus. Oft einmal. Warum er Map nicht jammert? Was? Wir reden über Nightbot. Ach so. Ihr unterhaltet euch wirklich über Nightbot. Dann hat er an dem Abend alles geschafft, was er erreichen wollte. So, nochmal zum Mitschein. Gergweis, jawohl. Holzkirche, jawohl. Deckendorf, Bus, jawohl. Shuttlebusse, Häfen, jawohl. Okay. Dann brauchen wir Uhrzeit. Eigentlich brauchen wir noch einen. Wir brauchen eigentlich auch noch irgendwie. So, der Zielhafen von da nach da. Machen wir erst die linke Seite. So, neue Linie. Gergweis. Shuttle 2. Machen wir gelb. Und das Shuttle geht von da nach da. Dann. Wir nennen den Hafen Gergkirchen. Zentralhafen, damit wir uns auskennen, ne? Eine Linie. Gergkirchen. Moosburg. Blau, weil es Schiffslinie wird. Von da nach da rauf. Scheiße, da müssen wir auch einen Hafen ausbauen. Hoppala. Passagiere. So, Anlegestellen. Wie groß kann man den Hafen eigentlich bauen? Unendlich. Das werden wir herausfinden. Alter, Zecking und Moosburg wollen 150 Leute mit dem Boot fahren, Alter. Und das beste Boot ist übrigens, das leckt mir doch am Arsch an! So, Terminals verteilen. Gerkirchen fährt auf dem 4er. Unten, 1er, Natternbach. Fährt jetzt eigentlich auch bald einmal jemand von Natternbach hin und her. Ich weiß es ja auch nicht. Ist Natternbach ein wenig gewachsen? Naja, ein bisschen. Von 90 auf 100. Natternbach war ein wenig klein, aber Hauptsache am Flug geht's gut. Das passt. So, okay, die Linie passt, die Linie haben wir. Dann brauchen wir noch Holzkirche Shuttle. Neue Linie. Holzkirchen Bus. Machen wir wieder Feierabend, weil die Busse, weil ich einfach lustig bin. Gehen wir da her. Schaut gut aus. Nochmal eine neue Linie. Holzkirchen Shuttle. Und dann nehmen wir erst die linke Seite. Ja, machen wir die Scheiße, machen wir gelb. So, dann brauchen wir ein Fahrzeugdepot. Straßenfahrzeugdepot. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? 27 Millionen. Das schaut gut aus. So, dann schicken wir erst einmal mindestens 2 Volvos. Fahrzeuge kaufen. 2-mal den Volvo. Jawohl. In fucking Fire Road. Und 25% Unterhalt nach Holzkircher Bus.
Oh, jetzt können wir endlich unseren gescheiten Shuttlebus kaufen. Schon hin. Da kauft man gleich 2. Jawohl, die lässt man gelb, der ist schon gelb. Und dann schickt man einen davon nach Holzkirchen Shuttle und einen davon nach Gergweis Shuttle 2. So, jetzt wenn wir uns das anschauen. Ja, dann fährt er da sauber raus. Jawohl, er fährt da rauf. Jetzt dauert es wieder kurz, hoffe ich zumindest. Ah, da steht der erste schon, Holzkirchener Bus. Dass sie die da herfahren lassen und dann mit dem Boot halt abhauen. Dafür brauchen wir aber erst einmal noch Boote. Da würde ich mal sagen, nehmen wir auch 2 so kleine. 25% Unterhalt, blau. Und wir schicken es auf die Gerkirchen-Moosburg-Linie. Zack. Und dann gurken die da hoffentlich langsam raus. Nummer 1. Und Nummer 2. Und dann dauert es wahrscheinlich ein bisschen, bis sie sich auskennen. Das eine fährt schlauerweise gleich direkt nach oben, das andere fährt nach unten. Schaut ihm gut aus! Was ist mit dem Nein-Boot? Was kostet das Spiel eigentlich gerade so? Das ist eine gute Frage. Auf MMO ja, kostet es selber so 15 €. Geschenkt. Nein, ich mache jetzt keine MMOG-A-Werbung für mich. Aber wenn du dann meinen Link hernimmst, kriegst du sogar noch mit 3%. Dann kostet es, glaube ich, 14,50 € oder so. Oh, ein Boeing. Können wir aber alles... Wollen wir mal Schubboot? Virgo-Schubboot, Tanker-Schubboot. Können wir alles nicht brauchen. Draufgeschissen. Abhauen. So, schauen. Oh, da kommt der erste Passagier. Da kommt der erste Passagier. Schau hier. Achtung, Achtung. Auf Gleis 3 verdient der Bukake Express von Holzkirchen nach Moosburg. Da ist er. Wer ist das? Wer ist das? Erna Braun. Das war aber ganz knapp, gell? Haarscharf! So, wie schaut's von unten aus? Von da der Bus, auch mit einem Passagier. Bürger, wie geht's dir? Mir geht's gut, Alter. Herr Zügelkopf, wie geht's dir? Nenn das neue Schiff Nightboot. Nightboot. Schiff 7. Nightboot. Dieser Blödsinn. Was ist das mit? Wir könnten uns einmal ein bisschen um die Schönheit kümmern. Ne? Da wir mal ein bisschen Geländetools benutzen. Und den ganzen Scheiß. Oh, was habe ich jetzt da? Nein, jetzt halt. Den ganzen Scheiß da ein bisschen begradigen, damit er nicht so komisch ausschaut. So, ganz rundum da. Bis der Vierer. Jetzt werden wir die Strecke mal ein bisschen schöner machen. Ein bisschen umeinander bimseln. Umeinander bimseln. Also tust du mal ein wenig einen Bimsel rein. Da schaut schon immer so komisch aus. Wo bei manchen Gebäuden, wenn du hier baust, dann kriegst du so komische Kanten. Und es schaut dann kacke aus. So, Maltools. Machen wir da ein bisschen rundherum. Ja, ist ein bisschen Zell vielleicht. Ah. Schau, okay. Machen wir ein bisschen grün. Schaut einfach besser aus. Ein bisschen grün. So. Und dann einen sauberen Mischwald. Ach, da wird so richtig schön so Urlaubsfeeling aufkommt. So, dann nehmen wir Palmen. Ja, dann nehmen wir Palmen. Werkzeuggröße. Da. Absolutäres Urlaubsparadies. Wenn du da kein Urlaubsfeeling nicht kriegst, Alter, dann weiß ich es auch nicht. Da weiß ich es auch nicht. Da fährst du gleich 5 Mal lieber nach Moosburg an den Strand. Zum Wakeboarden. Ja, alles andere nicht. Mach ein bisschen Variation. Schau hey. Alter, ich hätte Level-Designer werden sollen. Ich seh's schon. Schau das an. Schau das an. Zauberhaft. Ah, da wächst keine Palme mehr, gell? Da brauchst du mich nicht wieder. Da haben wir noch schiefe Palmen. Nehmen wir wieder. Schau dir das an. Schau das an. Schau dir das an. Ein Storndal. Was mit den Storndal? Also kann ich keine Storndal hier sitzen? Verstehe die Frage nicht. Gebrochene Steine. Granit. Ja, wie kann ich hier sitzen? Wieso nicht? Verstehe ich nicht. Oh, da haben wir noch mehr Palmen drin. Mehr Palmen, mehr gut. Wie es mir gefällt. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Fähig ich vorher. Alter, was haben wir denn jetzt alles gekriegt? Ein Dual-Stocks. Das ist aber einer der geilsten Züge im ganzen Spiel, finde ich. Ja, und die ganzen Sonderversionen. Was haben wir denn da? Ein Vitias M. Was ist das? Ist das ein neues Fahrzeug? Was ist das? Ist das ein Tram? Das ist doch ein Neu. Brudi. Die ist schon fesch. Ist die schon immer drin? Ich hab das Gefühl, die sehe ich zum ersten Mal.
Oh, jetzt kommen noch ein paar Steine hin. Hey, Steine. Wieso kann ich die da nicht tun? Verstehe ich nicht. Schön. Ein bisschen variieren kann es schon Steine. Ein bisschen. Schönster Urlaubsort, 10 Meter neben dem Kohlebergwerk. Sehr schön. Zauberhaft. Nehmen wir da ein bisschen Kanten nicht so hart ist, damit das ausschaut, als da jetzt wirklich so kehren. Schau hier. Da kannst du dich so lang spähen, bis du einen Vogel kriegst, Alter. Bis du einen Vogel kriegst. So, dann da ich sagen, machen wir die rechte Seite, oder? Die rechte Seite müssen wir auch noch irgendwie verbinden. Wo verbindet man die hier? Auch nach Moosburg. Die muss auch irgendwie nach Moosburg kommen, oder nicht? Die rechte Seite da. Ich weiß nicht. Oder bauen wir... Ja, da nehmen wir Ritzenau. Ritzenau, schau hier. Ritzenau. Da bauen wir noch einen Hafen hin. Bus rundum. Und beim nächsten Mal bauen wir dann da die Verbindungen auf für Novi. Was ist mit den ganzen Bergwerken? Die müssen da alle zur Arbeit. Der Nie-Nights, da hast du theoretisch recht, aber so detailliert und richtig ist das Spiel dann doch noch nicht. So detailliert und richtig ist das Spiel dann leider doch noch nicht. So, das bauen wir da her. Das wird der Zentralhafen für da. Das können wir jetzt auch im Schnelldurchgang machen, weil das haben wir heute doch schon ein paar Mal gemacht. So. So. Schaut gut aus. Tust mir ein wenig Strassel her. So. Und so. Und so. So, dann bauen wir da eine hier. Dann bauen wir da eine hier. Wo noch? Bauen wir hier hinten eine her und da eine her. Dann fahren die da oben schön im Kreis rundum. Schaut gut aus. Straßendepot. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich das auf 10 Minuten noch hinkriege. Ich hoffe. Wir brauchen einen Städtenamen. Städtenamen ab dafür. Ab dafür. Los geht's. Urwald-Feelings. Was ist mit den ganzen... Hast du nicht japanische Fahrzeuge ausgewählt? Nein, ich habe EU-Fahrzeuge ausgewählt. Zürich war das ja... Oh, nein, Entschuldigung, fast Zürich. Aber dann nennen wir das da. Ganaka. Besser gesagt, Ganaka. Und da Zürich. Ja, weil ich schon gesagt habe. Zürich, und was ist der nächste, den ich noch lese? Walding. Walding. So, drin. Passt. Ich komme allerdings jetzt beim nächsten Mal. Die schaffen wir heute nicht mehr. So, dann brauchen wir ein Schiffs... Wie nehmen wir das da? Ganaka-Hafen. Ganaka. Man muss immer Ganaka sagen. Das ist ganz wichtig. Ganaka, jawohl. Und dann können wir da eigentlich wieder Linien einballern. Jetzt machen wir erstmal Ganaka-Bus. Ganaka-Bus. Na, merkst du das schon? Es werden schon langsam mehrere Linien. 2, 3, 4, 5. Jawohl, da schickt man auch sofort 3 Busse hin. Da die haben wir gar nicht lange umeinander. Ganaka-Bus, jawohl. Dann Ganaka-Hafen. Und da haben wir Deckenkirchen. Holz oder Deckenkirchen Hafen. Deckenkirchen nach Ganaka. Ganaka! Blau. Und dann von da nach da auf. Jawohl. So, dann braucht man einen Shuttle 2 Holzkirche und Shuttle 2 Deckendorf. Deckendorf, Shuttle 2. Wo ist Deckendorf? Da. Gabe. Von da nach da auf. Und dann brauchen wir Holzkirchen, Shuttle 2. Gabe. Von da nach da oben. Und schon sind einmal wieder alle Linien gegeben, um diese Scheiße miteinander zu verbinden. Sie, Senor, Sie. Fliegen.
Wo fangen wir da jetzt an? Brauchen wir wieder ein Straßendepot? Lagistraße. So, anfangen der wir, da brauchen wir eigentlich bloß 2 Shuttle-Busse, die lässt man gleich mal geben. Einen davon schickt man Deckendorf-Shuttle 2, einen davon schickt man Holzkirchen-Shuttle 2. Hammer. Dann da ich wieder mal anfangen mit 3 so blaue Boote für die Strecke. Deckenkirchen-Gannaka. Die fahren dann da auf und ab und in Gannaka braucht man noch... Ah, da fahren schon 3 Busse. Wie schaut's unten aus? Oh ja, da warten ein Haufen Leute schon hin. 61. Schau hier. Gergendorf-Hecking. Schau dir das an. Lassen wir da mit durchkanten, bevor da jemand kommt. Abreißen, Passagiere. Gleich mit 2 Stiege hinbauen. Wer weiß, wo wir das später noch hier ausbauen. Und die Anlegestelle wieder hier. Und jetzt hoffe ich, kommen die ganzen Passagiere wieder zurück. Ja, schau hier. Schau hier. Gannaka ist ein Nachbardorf von Landau, oder? Ja. Ist es, Herr Löwe. Merci für den Euro. Holzkirchen ist gar nicht so weit weg von mir. Und jetzt hast du einen Bus auch noch. Schau dir das an. Sondern bloß noch warten, ob von da oben jemand... Ah ja, da warten in Gannaka warten die ersten Leute schon und da steigen schon die nächsten aus dem Bus aus. Ja, wenn das einmal ein bisschen wieder ins Rollen kommt, dann geht da schon was. Der da kann gleich einmal umdrehen, weil er gar nicht erwischen wird. Da warten schon die ersten Leute, da können wir mal ein bisschen begradigen, wenn wir schon dabei haben. Schaut nicht ganz so furchtbar aus dann. Schaut uns so seltsam aus. So mag ich das. Schöne gerade Strecke, jawohl. Jawohl, da warten schon wieder 7 Leute, die zum Hafen wollen. Und da warten auch 3. Ja, weil es die einzige Verbindung ist nach da oben. Und was wir jetzt dadurch auch noch künstlich erzeugen, vielleicht, so stellen wir das in meiner Theorie zumindest vor, wir haben ja jetzt ja diese 3 Städte miteinander verbunden. Wenn jetzt ein Deckendorfer nach Moosburg möchte, dann nimmt er den Shuttlebus zum Hafen, steigt in den anderen Bus um nach Gergweis, fährt daher zum Shuttlebus, steigt wieder um, fährt daher zum Hafen Richtung Moosburg, steigt aus und wieder um und fährt da auf nach Moosburg. Also hoffe ich zumindest. Also, ich kann mir gut vorstellen, was ist denn eigentlich aus Oberhecking und Niederhecking geworden? Ja, da haben wir, Oberhecking war halt so klar. Von 110 Einwohner auf 190. Was mit Niederhecking? Das ist auch nicht vergangen. Einkaufsmöglichkeiten gibt es da gar keine. Oh, die habe ich wahrscheinlich alle weggerissen. Schaut her, Kinder, und genau das passiert, wenn du Gebäude wegreißt und du reißt sie alle ab. Einkaufsmöglichkeiten in Niederhecking sind weg, dadurch haben wir uns ganz furchtbar zugeschnitten, was Einwohnerzahlen angeht. Tja, haben wir nicht gescheit aufgepasst. Aber mei, hilft nicht. Wie schaut's da aus? 180, da müssen wir auch umbauen. So wie da was ist, da müssen wir schnell umbauen, weil dort die Leute nicht hinpassen. Passagiere, machen wir gleich mal wieder 2 große Stiege. So, Anlegestellen. Bam, bam. Und dann passt's wieder. Mei, Hochwasser halt. Ja, ist untergegangen. Macht man eigentlich aktuell gerade keine Witz. Ist heute nicht auch wieder Umwetterwarnung im Süden und so? Auch bei uns. Also den jetzt bei uns in Niederbayern glaube ich nicht. Aber ein bisschen weiter unten. Richtung Alpen und so. Kann schon sein, oder? Bei mir pisst es gerade was kann. Ja, bei uns hat gestern schon auch gescheit duscht. Aber nicht schlimm, sag ich jetzt einmal. Der Failing Shadow schreibt, wie war das Gespräch mit dem Fleischi? Das war gut, das war sehr angenehm. Der Fleischi ist ein sehr, sehr, sehr angenehmer Mann, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du das anschauen möchtest, kannst du auf Niederbayern TV anschauen, in der Mediathek. Wird schon knapp gut voll. Arbeitswag, so weit schon wieder. Wir haben da stehen bleiben, müssen wir beide mal. So, Leute, Punkt 10 haben wir alles miteinander verbunden. Was möchtest du mehr? Hat keiner eigentlich auch eine F-Jugend? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. So, wie schaut es bei Gannaka aus? Da haben sie auf alle Fälle die Verbindungen sehr drastisch erhöht. Wir haben ja von 210 Einwohner auf über 300. Das ist schon einmal gar nicht schlecht.
Ja, dafür ist jetzt da überall Stau wird Sau. Da müssen wir uns einmal um die Verkehrssituation mit Zürich, Thalheim und den ganzen Scheißdreck kümmern. Und da haben ja so viele Städte, die wir zu dem Hafen da herführen können, dass der Wahnsinn ist. Das eigentlich brutal ist. Da kann man es auch mal mit einer Zugverbindung probieren oder so. Oder wir schließen einfach jede einzelne Stadt an unseren Hafending und schauen einfach, was passiert. Weiß ich nicht. Aber was ich dir sage? Oh, schau mal hier, in Gergweis geht der Bus. Schau dir den Bus in Gergweis an. Was ist da los? Da müssen wir gleich einmal dazu da. Da müssen wir gleich einmal 2 dazu da. Das sagt er ich. Hat der mir gleich einmal 2 dazu. Schau dir gut aus. So! Und jetzt so gespeichert. Bürger. Stream. Inselaffen. Speichern. So schaut's aus. Und wenn wir es am Montag schon gesagt haben. Es muss einmal wieder zeitiger. Nein, wir fangen jetzt nicht an mit Ding. Wann bist du mal wieder bei Viva la Movolution? Das ist eine gute Frage, Flo. Also extra mit mir unterhalten wir uns schon ein wenig halt. Scheiß euch nicht ins Hosal. Was ist wir jetzt deren? Wir schauen jetzt dem wilden Treiben in Gergweis zu im Hintergrund. Und anstatt dass wir über den tristen Hintergrund von immer haben, unterhalten wir uns noch ein wenig. Was sagt ihr da dazu? Hört sich gut an. Flo, gute Frage. Viva la Movolution? Podcast. Eigener Podcast. Wann mal wieder? Gute, exzellente Frage, Alter. Weiß ich nicht. Muss ich am Kani einmal schreiben. Wie ist nein? Hand hoch. Wie geht's euch mit dem Sporteln? Kennst du Irlbach? Ja, kenn ich. Gerade wenn ich Urlaub hab, hörst du so früh auf. Herr Capricorn, bin ich noch nicht fort. Ich bin noch nicht weg. Im Hintergrund können Sie schön Gergweis begutachten, übrigens. Wirst am Wochenende streamen? Wahrscheinlich nicht an den im Sommer an die Wochenenden streame ich extremst selten. Extremst. Herr Patrick! 2M2T! Dann ab ins Discord in den verdammten Sportschmerz-Channel und tu es. Ich kann nur sagen, ich war jetzt, glaube ich, 6-mal beim Laufen. Schott nicht. Es ist noch sehr, wie soll ich sagen, sehr... Ich tue mich halt noch sehr hart, ja. Aber was auf alle Fälle schon mal ein Unterschied wie Tag und Nacht ist, beim ersten Mal habe ich gemeint, am nächsten Tag meine Füße sterben ab. Das ist jetzt schon nimmer so. Und jetzt tue ich es seit genau 2 Wochen. Stream mal wieder Dark Souls. Kann man eigentlich auch mal einen Mittwoch wieder einhauen. Warum eigentlich nicht? Also Remaster, ein bisschen umeinander hauen. Mach 6-mal die Woche 1 bis 1,5 Stunden Kraftsport. Herr Beuling Mickel, dann brauchen wir nicht nachfragen. Dann bist du davon nicht betroffen. Aber wir haben uns doch einmal über meine Lustlosigkeit und so unterhalten. Und ich sag das ganz ehrlich, tut nicht schlecht. Also die ganze Sportlerkacke, sie tut nicht schlecht. Sprüh mir was, wo ich Depth countern kann. Gilt 12 Stunden in High Heels auch als Sport. Einen fetten Muskelkater habe ich auf jeden Fall. Irgendwie gut ist auch als Sport, ja. Chico, heute gibt's keinen Busfahrer. Wie lange bist du schon mit der Bürgerin zusammen? 7 Jahre, ziemlich genau 7 Jahre. Mach das jetzt seit circa 3 Monaten. Also vorher auch nicht sonderlich viel. Ja, schaut nicht. Oder wenn die das außerhaut. Oder gut, es kommt ja auch drauf an, weißt, ich hab so ein bisschen Motivationsprobleme momentan, die sich aber massiv bessern, muss ich ganz ehrlich sagen. Bloß das Gefühl von, wenn du dann noch fertig bist, ist ganz schlimm. Aber wenn es dann eine Stunde her ist, du musst dir vorstellen, ich sitze seit über 5 Jahren in diesem Sessel da herin und im Büro oder sonst irgendwas und bewege mich so gut wie gar nicht. Rauche umeinander wie ein Behinderter und fries nur Scheiße den ganzen Tag. Wie viel ich laufe? Zwischen 4 und 5 Kilometer. Zwischen 3,5 und 5 Kilometer grob. Wobei ich den 5 Kilometer Lauf oder knapp 5 Kilometer Lauf erst einmal gemacht habe und der war ganz schlimm. Der war ganz, ganz, ganz furchtbar schlimm. Aber ich möchte mich halt ein bisschen steigern. Weißt du schon, deswegen kann ich nicht immer dieselbe Geschwindigkeit und nicht dieselbe Dings. Und was auf alle Fälle schon einmal besser geworden ist, ist die Geschwindigkeit. Ich bin viel schneller wie beim ersten Mal. Jetzt bin ich gerade mal 5-mal gelaufen oder 6-mal. Naja. Ist Handpanzer von einem Extremsport? Nein.
Klaus, zu mir sagen sie mittlerweile, ich soll keinen Sport mehr machen, hat mir das Kreuzbandel vor 2 Jahren beim Schlittenfahren gerissen und jetzt bin ich seit einer Ewigkeit krank, weil ich mir einen Fuß total zerbrochen habe. Ja, das ist wieder was anderes. Kerstin schreibt, ich habe eine 30-Tage-Challenge gemacht, anstrengend, aber danach bin ich immer happy. Ja, das tat für mich schon gelangen. Das tat für mich eben, das ist jetzt einmal das Erste, ja, das Erste, wo ich einfach einmal hinkommen möchte, 1-2 Mal in der Woche irgendetwas tun, was mit Bewegung zum Tor hat. Sonst geht das nicht gut aus, sage ich euch, was es ist. Der Gamerbude TV, probier 6 Minuten laufen und 1 Minute gehen, dann steigerst du langsam. Ich krieg's mittlerweile sogar schon hin, dass ich die ersten 3 Kilometer tatsächlich ohne Geh durchkrieg. Aber die letzten 500 Meter für meinen 3,5 Kilometer Lauf, da ist dann gar. Ja, das kostet mir meine Lungen, das kostet mir meine Haxen. Ja, aber das wird halt besser. Ich hoffe. Was ist aus dem Piratenspiel geworden? Nix. Vielleicht spielen wir das nächsten Montag oder Mittwoch. Je nachdem. Wir haben momentan einen sehr wild zusammengewürfelten Haufen an Spielen, wo ich nicht weiß, was wir spielen sollen und was schon. Wo ich einfach spontan entscheide. Ja. Monkey Island hätte man vielleicht auch noch als Zwarer. Da hast du nicht ganz unrecht. Ja, wenn's laufen zu blöd ist einfach raus spazieren gehen, alles besser wie Couch. Das ist auch richtig, ja. Und nein, Boxen ist gar nichts für mich. Fahr viel Radl, 40 Kilometer bis 50 Kilometer Tour. Ja, ich hab kein Radl. Der Dampfler schreibt, mir tut zwar alles weh von der Physio heute, und trotzdem schwinge ich meinen fetten Arsch morgen ins Studio. Das Hochinteressante ist, ich laufe, dann an meinem Zielort ist meistens eine Bank, wo ich mich kurz hinsitzen kann und halt einmal 5 Minuten durchschnaufe. Und wenn ich dann durchgeschnauft habe, so nach 10 Minuten, dann sitze ich so da und denke mir so, und jetzt kannst du eigentlich nochmal 1 oder 2 Kilometer reinhauen. Und das hätte ich niemals erwartet. Dass du wirklich Bock hast, sofort nochmal. Und dann denke ich mir aber, nein, mach da nichts kaputt. Und mach einmal 2 Tage Pause dazwischen. Jetzt bin ich gestern beim Laufen gewesen, vorgestern beim Laufen gewesen, am Samstag beim Laufen gewesen. Also ich war in 4 Tagen 3-mal beim Laufen mit 1 Tag Pause. Und den einen Tag war für mich sehr langer Lauf mit fast 5 Kilometer und einem ewig langen Spaziergang, wahrscheinlich nochmal über 5 Kilometer mit einem Kumpel miteinander. Und da habe ich mir dann schon jetzt chillen mal, Alter. Chillen mal. Lass mal deine Haxen 2 Tage Pause, dann wird's besser. Führt sich im Chat anständig auf, kein Spam, bla bla bla. Der Nightbot ist der Beste, als darf das irgendjemand lesen. Schöne Grüße von Belinda. Ich weiß nicht, wo Belinda ist. Ich will seit Ewigkeiten mit dem Joggen anfangen, aber ich mach's nicht. Hey, wenn's ich kann, dann kannst das du auch, Kerstel. Birgit schreibt, mach auch seit Anfang des Jahres Sport. Seit Februar richtig daheim. Hullern, das tut Birgerin. Und Radlfahren am Hometrainer. Gut 7 Kilo runter. Also ich hab noch nichts verloren. Ich glaube ein paar Gramm. Ich hab mich gestern nach dem Laufen einmal gewogen, da habe ich unter 90 Kilo gehabt. Da hab ich gedacht, was ist jetzt kaputt? Heute habe ich mich wieder gewogen, habe ich wieder 91. Liegt wahrscheinlich am Wasserverlust und nicht mehr. Also ich spiele einfach die ganze Zeit Fußball mit meinen Leuten. Das kannst du auch machen. Das ist mehr Bewegung als das ja, geht halt bei uns nicht mehr. Und ich mag nicht mehr der Fußballtraining gehen, glaube ich. Birger geht laufen, Respekt, sechst das? Und damit habe ich mit Sicherheit ein paar von euch auch dazu gebracht, sich zu bewegen. Jeden Tag eine gute Tat. Der Birger joggt immer zum Biergarten. Nein. Der Boiling Mickel schreibt, mach am Anfang lieber alle 2 Tage was, solange das dann gut für dich läuft, dann kannst du mehr machen. Du, ich mag gar nicht mehr machen. Also, wenn ich 2-mal in der Woche schaffe, dass ich zum Laufen gehe, warum nicht? Warum nicht? Dann bin ich vollkommen zufrieden. Das ist mehr, als ich mir bis vor 2 Wochen jemals vorstellen habe können. Muss gelingen. Machst so viel, wie es dir taugt. Ja, mit ein bisschen Plan schon. Vielleicht kriege ich es, der optimale Plan war, jetzt einmal Grundkondition aufbauen, so für mich. Und dann 3-mal in der Woche zum Laufen gehen. Ja, mit 2 Tagen Pause dazwischen. Also laufen, 2 Tage Pause, laufen, 2 Tage Pause, laufen. Einmal die kurze Strecke, einmal eine lange Strecke. Und dann wieder eine kurze Strecke. Und bei der zweiten kurzen Strecke mir ein bisschen anstrengen, dass ich schneller werde.
Ja, also so 500 Meter ein bisschen schneller laufen, 100 Meter ein bisschen langsamer. Wieder schneller, wieder langsamer, wieder schneller, wieder langsamer. Da hat sich genau ausgehen. Und dann sollte ich mich auch steuern. Herr Pickelrick, die Radltour ist fürs Erste gestrichen. Ja, auf den ganz einfachen Grund, weil ich körperlich nicht in der Lage bin, so viel Radl zu fahren. Ganz einfach. Da brauche ich nicht dahergehen und schmatzen und mir eine Radltour durch fucking Bayern planen mit über 1000 Kilometer. Wie soll ich denn das hinkriegen? So unmöglich. Da fahre ich den ersten Tag vor, ja, das passt schon. Und am nächsten Tag kann ich mich 4 Wochen nummerieren. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Schauen wir mal, wenn ich das durchhalte und wenn ich einigermaßen fit bin, wie man das dann machen kann. Schauen wir mal. Birgit, du musst da beim Laufen deine Haare sauber aerodynamisch wichsen, dann geht's leichter. Die sind halb sauber hintrizwirbelt. Der Chico schreibt, den Dreck rausschwitzen und die Dusche danach ist bei Bene. Das stimmt, ja. Also das ist ja wirklich krass, wie es beim ersten Mal wirst du den Dreck außerpatzt. Das ist wirklich, das hat sich wirklich angefühlt, schon beim zweiten Mal, als hätte mein Lung das Kohlekraftwerk ausgerammt. ich weiß es auch nicht. Schauen wir mal. Und selbst wenn ich es nicht aufrechterhalten kann, dann hat es sehr viel geholfen, mich einfach mal wieder aussehen und ein bisschen bewegen. Schaut überhaupt nicht, Alter. Wenn du beim Laufen die Straße reinteerst, habe ich im Prinzip gemacht, ja. Mir fehlt momentan extrem die Motivation zum Laufen, irgendwelche Tipps. Herr Lambaul, Discord runterladen, zu mir in Sportschmerz reinkommen und uns gegenseitig motivieren. Alter, wenn's ich hinkrieg, dass ich meinen Arsch in den Tee krieg zum Laufen, dann kannst das du auch. Tu es! So, jetzt speichert man da mal. Jetzt speichert man da mal. No, nicht wieder was anderes da. Ins Laufen. Ins Laufen speichern. Ja. Umgeschaltet wird. Zurück zum Desktop. So. Do it! Ja, das ist alles. Ganz ehrlich, und war bei mir ganz genau das Gleiche. Zieh dein Gewand an. Zieh einfach dein Laufgewand an. Tu es einfach. Denk nicht nach, tu es einfach. Und dann war's es. Das ist alles, was du überwinden musst. Das ist alles, was es zu überwinden gibt, und dann geht's schon los. Herr Mittrach, kommt bald ein neuer Merch? Das ist eine gute Frage. Momentan gibt es recht viel, wie soll ich sagen? Wir haben ja mitten im Sommerloch, mitten in meinem Motivationsloch, 2 Wochen, 3 Wochen vor der Sommerpause, vor der großen Sommerpause, sagen wir es so, damit es auch jeder versteht. Die im Übrigen, sage ich immer wieder, am 4. August ist der letzte Stream, dann bin ich 4 Wochen weg und komme wieder am 6. September. Damit es ja jeder mal gehört hat. Bis dahin glaube ich nicht, dass es nochmal irgendwelche speziellen Insider oder so gibt für ein Merch. Glaube ich nicht. Der Marc Albrecht fragt mich, wie atmest du? Du meinst jetzt wahrscheinlich beim Laufen. Ich streng mich so gut wie ich kann an, dass ich durch den Mund, durch die Nase einschnaufe und durch den Mund ausschnaufe und tief einschnaufe und nicht. Aber das ist halt irgendwann vorbei nach 2 Kilometern ungefähr. Dann habe ich bloß noch meinen Mund auf und schnaufe so viel wie ich kann und dann ist es außer Kontrolle. Ich bin für Vollbier-Gym-Funktionsshirts. Du, so dumm ist das Fall gar nicht. Kakashi Hatake, spielen wir mir Company of Heroes 3, wenn es rauskommt? Wahrscheinlich ja. Sehr wahrscheinlich ja. Bin großer Company of Heroes Fan und ich weiß zwar nicht, ob es für den Stream passt, aber mittlerweile passt alles. Ja. Grotti, nein! Senf, Alter! Nimm den Senf, Alter! Grotti, hör halt auf jetzt. Du bist der Bumm voll, du saufst ja schon wieder. Mitten unter der Woche mitgehen. Grütze in Allfeier. Viertel nach 10 ist. Zeit für Konterhalbe. Granti, merci dir. Herz auf jetzt mit den Donations. Es klang heute schon wieder bis in Taudei. You serious? Granti, dankeschön. Der Mozart schreibt, was sagst du zu der Idee vom Wings for Life Team? Ah, das war dieses Salomon-Event, gell?
Das muss ich mir mal genau anschauen. Das ist jetzt absolute Schande über mein Haupt, oder buchstäblich verkaufe ich Salomon-Sachen. Buchstäblich. Und ich weiß gerade nicht genau, wie der Wings for Life Event abläuft, obwohl ich es eigentlich wissen müsste. Schande über mein Haupt. Joe, sorry. Das ist unser Vertreter. Können wir uns einmal anschauen, was das genau ist. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich sage das, was es ist. Das ist aber zu einer Zeit, da wo ich mich noch nicht für Laufen interessiert habe. Aber kann man sich einmal anschauen. Ich weiß es nicht. Vollbier Squad, Running Squad Shirts waren halt nice. Das stimmt, Alter. Stimmt, so Funktionstanks. Es gibt doch mit sich. Ich schaue mal, was sie machen lässt. Ich schaue mal, ob es wirklich Funktionsshirts gibt und ob sie vielleicht das Vollbier-Gyms. Vollbier. Das Voll-Gym-Squad. Ob sie das Voll-Gym-Squad wirklich vielleicht umsetzen lässt. Aber nur mit Funktionsgewand. Ja, also da hätte ich halt auch gerne eins. Mit dem laufe ich umeinander, warum nicht? Wenn das was Gescheites ist, aber ich weiß nicht, ob Spreadshirt sowas hat. Keine Ahnung. Ja. Herr Extremmann, hauen Sie sich ins Bett hinein, gute Nacht. Was ist jetzt mit der Radeltour? Bavarian Gaming. Ich frage immer und immer wieder und ich beantworte es jetzt zum 80.000. Mal. Die Radeltour ist vorerst gestrichen, weil ich nicht in der Lage bin, körperlich 1000 Kilometer Radl zu fahren. Da fahre ich den ersten Tag los, am zweiten Tag liege ich im Bett für 5 Tage und dann war es wieder. Schauen wir mal, ob ich die sportlichen Aktivitäten bis nächstes Jahr aufrechterhalten kann und dann können wir uns vielleicht nochmal drüber unterhalten. Okay? So. Oder ein Vollbier-Squad Getränkebecher. Oder ein Voll-Gym-Squad Getränkebecher. Ich lasse mir was einfallen. Vielleicht muss ich einen Chris einmal fragen, ob er vielleicht irgendeine Motividee hat, als Comiczeichnung vielleicht. Schauen wir, ist eigentlich gar nicht so blöd. Motiviert auch mich, ja. Motiviert mich dann auch. Unentbehrlich, was? Werbung aus Überzeugung. So, Wasserflaschen war auch was. Ich weiß nicht, was das Ding alles hat. Zugang zu Funktionsshirts und so weiter. Leute, ich arbeite im Prinzip in einem Sportgeschäft. Ich habe selber Zugang zu Plots und Druck und Funktionsshirts natürlich, aber nicht zur Logistik, die mir das kontrolliert, verpackelt, bedruckt, verschickt, Retouren bearbeitet, Zahlungen kontrolliert, etc. Wann soll ich denn das auch noch machen? Ich geht einfach nicht, deswegen habe ich Spreadshirt als meinen Dienstleister, der das für mich tut. Vorteil: Ich brauche nicht viel machen, außer mir die Motive zu machen, wo ich mir hoffentlich sehr viel Mühe gebe, dass es nicht irgendeine hingerotzte Scheiße ist, wie bei vielen anderen eborischen Spaßseiten, da wo einfach bloß mit Comic Sans draufgeschrieben ist, Saufi, Bier, Radler, sondern halt mit brauchbaren Motive und so weiter. Nachteil, ich bin halt in deren Produktsortiment eingeschränkt, aber ich glaube, dass es eine Trinkbecher gibt und so. Muss ich mir anschauen. Ich muss mir anschauen, was es vielleicht zum Sporteln gibt. Ja, es gibt Tanktops auf alle Fälle. Die kann man auch nehmen, wenn es jetzt Baumwolle ist. Könnte, das gehen. 100%ig angenehm ist es nicht, aber es darf gehen. Schauen wir mal. Verkauf es doch exklusiv über deinen Arbeitgeber. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Habe ich schon drüber nachgedacht. Und früher oder später, wenn einmal so Dinge wie ein Album, da ist noch sehr lang hin, ja, aber das verschickt mir auch ein Ding nicht, das verschickt mir Spreadshirt nicht. Dann ein Special, das Anfang nächstes Jahr kommen wird. Dann sowas zum Beispiel jetzt. Dann mein Maskrug oder mein Halbekrug in schwarz mit Vollbier-Squad-Logo, den ich mir schon lang einbeit. Ja, muss ich mir früher oder später irgendwas einfallen lassen, wie ich das selber handeln kann. Sicher eine Spezialsachen. Deswegen wird es aber weiterhin immer Spreadshirt und ganz normal bürgerwear.de geben. Und sicher eine Special-Dinger werde ich dann einfach mit bürgerwear.de/ und dann da meinen eigens betriebenen Online-Shop ohne Hänger mit limitierten Auflagen und so weiter. Also für so Special-Geschichten halt. Was dann von mir verarbeitet wird und auch von mir selber verschickt wird und so weiter. Und da ich nicht geistig vollkommen behindert bin, werde ich halt sicher eine Sachen nur in geringen Auflagen machen, weil ich nicht 5000 Backel verschicke. Bin ich lebensmüde. Ja. 100.
Wenn es dann ausgängen, sind sie aus. Und dann ist bei Textil wieder das Problem, verschiedene Farben, Damen, Herren, verschiedene Größen, dann hast du wieder so Ausfälle dabei mit Retouren und so weiter. Deswegen werde ich Gewand, ich werde einen Teufel tun und Gewand jemals auf eigenes Risiko selber verschicken. Werde ich nie machen, nie. Ich betreibe selber einen Online-Job bei meinem Arbeitgeber und ich weiß, wie viel Zeit das zurückkommst. Ich wisse gar nicht, das kann ich mir gar nicht leisten. Ich sag das, wie es ist. Wenn da 20, 30, 40% vom Zeug zurückkommt, was halt nun mal so ist, weil die Leute das von Amazon gewohnt sind, dann kannst du dir das auf dem kleinen Level dort nicht leisten. Ganz einfach. Deswegen ist Spreadshirt, was ein Riesenvorteil von Spreadshirt ist, du musst für die Textilien nicht in Vorleistung gehen. Wenn ich das selber verschicke, wo soll ich das Zeug hin tun? Das sind hunderte T-Shirts, Pullis, Jacken, für Damen, Herren, Kinder in sämtliche Farben und Größen. Wo sollst du die schon einmal hin tun? Dann musst du die vorher zahlen, bevor du die verschicken kannst. Wo soll denn das Geld herkommen? Das ist... Machst du halt als Privatverkauf. Nee, so einfach ist das nicht. Du hast einen Freibetrag von 800 €, dann kann ich theoretisch los einmal so ein T-Shirt, ein Funktions-T-Shirt, der kostet einfach nun mal 30 €. Das ist ganz normal für ein Funktionsshirt. Da ist 30 € eigentlich noch relativ wenig. Oder relativ human. 10, 20... Dann kann ich 30 seine T-Shirts verkaufen und was ist. Du hast nur einen Freibetrag von 800 €. Ab dann ist nichts mehr mit Privatverkauf. Und dann musst du... Also ich habe ein Gewerbe angemeldet und so weiter. Um das geht's nicht. Das ist scheißegal. Sonst kann ich jetzt auch kein Merch verkaufen in dem Prinzip. Um das geht's nicht. Außerdem ist nicht mein Traum, dass ich daheim auch noch einen Online-Job betreibe, wo ich in meiner Arbeit einen Online-Job betreibe und dann 24/7 nur Backerl verschicke und mich um irgendeinen Scheiß kümmert und um Retouren kümmert und Reklamationen kümmert. Weil ich sehe ja, wie so ein Online-Job betrieben werden muss, damit das was Anständiges ist und passt. Und das tue ich mir daheim einfach nicht an. Ganz einfach. Auch wenn ich wahrscheinlich mit so einem T-Shirt dann das Fünffache verdiene. Wie gesagt, es geht mir nicht ums Geld. Ich will einfach nicht. Aber ich muss mir was einfallen lassen, dass ich vielleicht jemanden finde, der mir seine Spezialitäten verkauft. Für so selber gemachte Albumbox, so selber gemachtes Ding, was nächstes Jahr wahrscheinlich kommt. Sehr wahrscheinlich kommt. Wo ich einen Teil selber verschicke und einen Teil mir die Firma verschickt. Und so weiter und so fort. Da werde ich mir sowieso irgendwas einfallen lassen müssen. Und wenn, dann begrenzt es auf 100 Stück oder was weiß ich, oder auf 50 Stück und hoffe, dass das innerhalb von kürzester Zeit weg ist, damit ich einmal den Aufwand habe, verbackeln, weg und ich habe meine Ruhe, passt. Dann machen wir noch eine Unterschrift drauf. Dann ist ein individualisierter Artikel, den du nie wieder zurückgeben kannst. Und schon hast du selber noch schon ein bisschen. So! Wenn's Bierkriegel so groß ist, mir wurscht. Was? Wenn's Bierkriegel zu groß ist, mir wurscht. Verstehe ich nicht. Egal. Aus dem Nähkästchen geplaudert. So meine Gedanken zum Shop und so weiter und so fort. Kilinator, der wünscht uns eine gute Nacht, der muss jetzt schlafen gehen. LG aus dem Lechterl in Tirol. Da sage ich schöne Grüße aus Niederbayern, gute Nacht miteinander. Leute, und ich schleich mich jetzt auch in das Bett hinein. Friends of Cezanne, as always. Wie viele Leute sind denn noch da? Ich hab das dringende Bedürfnis, etwas herzuzahlen. Jetzt sitze ich mir mal eine Zeit her und sage einfach gar nichts. Vielleicht droppen dann die Leute noch mal um 100. Dringen wir ein wenig etwas. Weil ich, und ich glaube, das kommt nur davon, von dieser Aufrafferei und wieder Sporteln und vor allem einmal drüber reden mit euch. Aber ein bisschen was umeinander baut. Einfach zum Herzen. Einfach weil es wurscht ist. Der Capricorn schreibt, lass es. ...158 auf Twitch, 156 auf Twitch.
Ich tue jetzt einfach so, als würde ich mich verabschieden. Das checkt dann die Hälfte nicht und dann gingen nur mehr 100. So, Freunde der Sonne, wenn es euch taugt hat, ich hatte Spaß wie immer. Transportfever geht einfach immer, was wir nächstes Jahr weiß ich noch nicht. Das soll der Zukunftsbürger entscheiden. Dann, kurz in die Zukunft geplaudert. Der 4. August ist der letzte Stream, wieder Blätschmerz. Da sitzen wir uns einfach her, genießen den Urlaub, den angehenden Urlaub und überhaupt und sowieso. Und dann da ich sagen, hauen Sie sich hinein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es war mir as always eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Und dann da ich sagen, wenn es euch taugt hat, Like da lassen. Vielen Dank für die ganzen Donations. Ich weiß nicht, wo die heute vor mir herkommen haben. All of a sudden aus dem fucking Nichts. Und dann da ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am Montag um 20 Uhr. Video übrigens bis zur Sommerpause. Weiß ich noch nicht, ob noch irgendwas kommt. Ich glaube eher nicht. Vielleicht mache ich noch ein, zwei Blödschiss sagen auf TikTok. Weil mir auch langweilig ist im Paralleluniversum. Und ein paar Idioten habe ich schon triggert. Unter anderem auch fast den selbsternannten König-Vollidioten von Bayern. Und dann da ich sagen, vielen Dank für die neuen Mitglieder, da waren nicht einige dabei. Vielen Dank an die ganzen alten Mitglieder, Bussi aufs Nussi. Und dann sehen wir uns demnächst. Habe die Ehre dabei. Bis Sonntag. Hoppala, Montag. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Leute das aufpassen und wie viele Leute nicht aufpassen. Mal da mal schauen. Da haben wir noch 400. Wie viel sind wir auf Twitch? Bei mir aktualisiert sich das da schon wieder nicht mehr. Das nervt mich jetzt tot. Das nervt mich. Wieso funktioniert das nicht gescheit? Update Stream Titles. Twitch steht 0 bei mir und YouTube 433. Verstehe ich nicht. Ja, Sonntagsstream. Leute, chillen. Ja, hilft ja sowieso nicht. Jetzt mach aus, ich muss ins Bett. Dann geh ins Bett. Ich habe euch schon 100-mal gesagt, nach 10 braucht von euch keiner mehr da sein. Pass auf. Es ist hinten und vorne nicht fertig. Ist mir aber auch scheißegal. Ich hab da umeinander gewerkelt und ich mag das jetzt irgendjemandem zeigen und überhaupt. Ich mach jetzt einfach weil es wurscht ist. Ich hoffe, es ist das Richtige. Ich fahre dabei aus dem Bett raus und schaue eine Reaktionen im Chat an. Kann überhaupt nicht Klavier spielen. Warum gibt's so viel Hipster in Sauberts enge Hosen? Wieso gibt's so viel Gangster, die am Volksfestparkplatz posen? Warum müssen eine Kinder Ronny, Mandy oder Kevin heißen? Wieso man bloß die Fette, sie muss in Leggings umeinander reißen? Warum kann ich mich mit dem McRib einfach nicht niedersauen? Wieso sind sie auf RTL gleich schwanger, wenn sie sich einmal anschauen? Warum brauche ich 4 Tage Reha, noch am halben Abend feiern? Wieso nehmen sie die größte besten Futzen, selber Baron von Bayern? Warum sind überall Kinder, dick gestellt durcheinander schreien? Und wieso mussten du im Kino eine Stunde im Popcorn umeinander gehen? Warum krieg ich mein Zeug nie wieder, wenn ich da Apps leih? Und wieso muss ich eigentlich springen, wenn mein Ödi pfeift? Manchmal da frage ich mich fast schon, wieso das ich mich eigentlich frag? Wieso frag ich mich Blödsinn, auf den ich die Antwort schon kenn? Und wieso sag ich nicht lieber, heute frag mich so blöd? Warum? Was? Wieso? Ach so, wieso? Und frisst 5 Minuten später sein weißen Betreib von Ketchup. Warum kann ich einen Kickerlau den ins Kilo Eimann kaufen? Wieso kann ich mein Drumschell nicht ins Nutella-Glasel tauchen? So, das war's. mehr gibt es. Ja, mehr wie die Hälfte ist nicht drin. Mehr wie die Hälfte ist nicht drin, Alter. Und ja, die Zeile ist drin, mein Freund. Die ist drin. Der Baron von Bayern. So! Alter, was Bestes bisher. Okay. Geil, mega nice, sau gut, du bist da noch irgendwo. Nein, bin ich nicht. Was das Ding ist, den Titel gibt man sich nicht selbst. Aber das verstehen manche nicht. Leute, das hab ich nicht gesehen. Matrix, fast vergessen. Warum denn? Grotti, Alter, kann ich mir das auf Vinyl kaufen? Ist saugeil. Irgendwann, ja.
Aber warum? Warum? Wieso? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwann. Vinyl war schon geil, ja. Es ist noch nicht ansatzweise fertig. Ja? Es ist noch nicht fertig. Das Ding, das Hook ist einfach bloß völlig random eingeballert. Es soll ein gemütliches Lied sein. Ja, ich meine, das hört man vielleicht aus. Ne? Und der Fokus ist eigentlich mehr auf einem Blödeltext. Und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Manche sagen, das ist wahrscheinlich. Manche werden wahrscheinlich sagen, oh, das ist ein Zirgert. Die anderen werden sagen, das weiß-blaue Karas ist viel besser. Ja, schön, ist mir wurscht. Ich hab Spaß beim Moha und offensichtlich. Also keiner schreibt ja rein, es ist Kacke. keiner schreibt gerade, es ist irgendwie Kacke. Bring's aus, ich will's hören, schaut ab, take my money. Das wird nie was kosten. Bob Bürger Marley. Ja, von Reggae ist schon noch ganz weit weg. Ist schon noch ganz weit weg, glaube ich. Ja, ich bin nur unzufrieden mit der Aufnahme einfach. Ich bin unzufrieden. Mr. Marsch! So war es nicht gemeint. Ich bin unzufrieden mit der Aufnahme. Ich bin. Aber je öfter das es mir anhöre, desto more used to it wie ich auch. Und wenn ich es jetzt noch öfter selber anhöre beim Aufnehmen, dann taugt es mir irgendwann nicht mehr und ich kehre es wieder unter den Tisch ein. Und indem, dass ich so einen kurzen Schnipsel halt da mal, es war jetzt ein Drittel ungefähr, herzog, also ein Teil von dem ersten Vers und der ersten Hook, fertig. Natürlich haben ein Haufen Geschmäcker sagen verschieden aus. Und ob ich das noch vor der Sommerpause hinbringe, weiß ich nicht. Noch dazu kommt, dass das Ding immer 2-3 Wochen vor Release auf Spotify geladen werden muss. Das heißt, ich krieg's, wenn das jetzt so fertig war und ich darf das heute releasen wollen, dann darf es erst in 3 Wochen gehen. Und dann ist es mitten in der Sommerpause, da bin ich nicht da. Da bin ich halt sprichwörtlich wahrscheinlich nicht da, weil wir mich in Urlaub fliegen. Sehr wahrscheinlich. Wir haben ja immer noch nicht gebucht. Der haben wir morgen wahrscheinlich. Ich hoff's. Außer es ist alles mittlerweile so schweineteuer, dass du nirgendwo mehr hin kannst. Weißt du selber. Der Jimmy schreibt, das ist Kacke. Jimmy, wie kannst du nur hier mir geben, Mann? Nein, nicht zusammenkehren, das hat noch nie wem geholfen. Jojo. Mal so eine Frage, wer ist mit dem Baron von Bayern? Mann, ich check's einfach nicht. Das ist nicht so schlimm, Alter. Das ist nicht so schlimm. Der Captain Iglo. Ist nicht so schlimm. Irgendwann zünden wir das Iglo an. Jetzt weißt du, was du sagst, jetzt ist doch Kacke. Weißt du was? Nein, gute Loop-Beat mag ich mit dem Klavier. Freut mich. Normalerweise bin ich aber Klavierbeats, also so Piano-Beats extremst abgeneigt, weil sie alle gleich hören. Aber irgendwie hat der Beat Charakter. Hört jetzt auf mit der Donaterei! Kommt gerade vom Hochwassereinsatz. Und hier das geile Lied, hoffentlich kommt's mit aus der LG aus dem Rottal. Entschuldigung fürs Koppen. Tobi, das tut mir unfassbar leid. Ich weiß nicht, was der Zehner da jetzt zum Suchen hat. Ich wollte eigentlich gerade gehen. Merci, Brudi, Bussi, Nussi. Ja. Und viel Glück mit dem Hochwasser, Alter. Grüezi fix. Der Nina schreibt, deine Mucke ist echt cool. Sag Bescheid, wenn du ein bisschen was produzieren willst in Richtung elektronischem Sound. Elektro ist wirklich eigentlich so die letzte Musikrichtung, mit der ich was anfangen kann, durchaus mit ein paar Sachen, aber auch schon selber gemacht habe tatsächlich. Aber das ist 20 Jahre her. Ja. Stolzer Liebe! Der österreichische Urlaub hat mich aus dem Loch rausgerissen, jetzt geht's mir wieder richtig gut und bin gut drauf. Das hoffe ich von meinem Urlaub auch. Ne? Das ist ein bisschen mehr Bewegung, aussehen und in Urlaub fliegen. Vor allem, was glaube ich auch so ein bisschen verantwortlich ist dafür, ich bin genauso in so einem Sommerloch wie ihr. Wie die breite Masse einfach. Ich möchte jetzt einfach mal Ruhe haben. Ich bin so der Endspurt vor die Ferien. Kennst du das? Oder der Endspurt vor dem Urlaub. Wer ist schon motiviert in der letzten Woche vor dem Urlaub? Und für mich fühlt sie sich so an. Ja, wir haben noch 3 Wochen, glaube ich. 3 Wochen, 4 Wochen. Dann ist Sommerpause. Und das ist für mich die einzige richtig lange, erholsame Zeit im ganzen Jahr, da wo ich es einigermaßen auf 3 kriege, dass ich nicht den ganzen Tag in Discord hocke und mit den Leuten rede und mir Gedanken mache, was für ein Video, wann, irgendwie, was für Stream, was für Spiel und keine Ahnung.
Und das tut einfach gut, das muss einfach einmal sein. Das ist jetzt keine Hochanstrengung, nicht, dass ich mir da überlegen muss, was für Spiel das wir spielen und der Stream und so. Aber trotzdem habe ich es immer im Hinterkopf so, hey, heute auf die Nacht musst du noch streamen, du kannst das und das nicht tun. Heute auf die Nacht, da muss einfach einmal, weißt du schon, das gehört einfach dazu. Arbeit, Urlaub, von dem alles, genauso Urlaub, Sommerpause, das habt ihr mir jetzt 3 Jahre lang nicht übel genommen. Heuer ist das 4. Jahr Sommerpause. Ich hoffe, ihr seid dann noch da. Ihr wart die letzten Male auch da und irgendwie noch mehr als zuvor. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das kennt ja jeder. Das kennt ja jeder. Stell dir vor, du hättest nicht deine 5 Wochen Sommerpause, Sommerurlaub, sondern immer nur eine Woche. Da einmal eine Woche, dann und es ist immer irgendwas anderes. Deswegen versuche ich mir halt auch einen Urlaub und Sommerpause aufeinander zu legen und es geht genau 2-mal im Jahr. Einmal richtig lang, das ist im August und da ist eh nichts los. Ja, kein Mensch mag im Hochsommer da hocken und irgendwelche Streams schauen, geschweige denn mal. Ja, da mag ich dann auch irgendwann einmal. Ich mag einfach mal mehr Ruhe haben. Über nichts nachdenken, was irgendwie mit der Arbeit, mit irgendwas zum tun hat. Und das hat mich letztes Jahr auch rausgerissen, ich weiß ja. Und dann freue ich mich wieder richtig drauf auf Streamen. Und dann versuche ich mir jetzt ein bisschen mit Videos machen und überhaupt und sowieso. Mehr weg auf! Nee, ich bin danach weg. Ja, das glaube ich. Löwenzepp, der Oktober wird krass. Wegen Spiele rentiert sich fast 3 Streams pro Woche. Jawohl, ich weiß. Wir werden sehen, wenn wir das handeln. Allerdings mag ich natürlich auch nicht innerhalb von 2 Monaten dann alle diese Spiele durchbrennen und dann sitzt man wieder da so, fuck, wir haben wieder keine Spiele nicht. Was der man jetzt sagt, ja, spielen wir wieder Transport Fever Hunter und Minecraft und Sims und wie soll ich heißen? Deswegen, was mein Bauchgefühl sagt. Was mein Bauchgefühl sagt, im Winter und im Herbst ist auf alle Fälle sehr viel wahrscheinlicher, dass ich am Wochenende einen Stream hau als im Sommer. Ist auch nur verständlich, oder? Wir waren zum Beispiel am Samstag bis um 11 Uhr auf die Nacht beim Essen und da finde ich gut. Außer aus der Komfortzone. Erst habe ich überhaupt keinen Bock nicht, dann bin ich dort und dann sitzen wir wieder ein paar Leute zusammen und dann war es echt in Ordnung. Naja. So, Leute, jetzt ist er Ruhe. Schluss jetzt. Haben wir schon wieder über eine halbe Stunde überzogen. Was es was ist. Nur am Überstundenschirm der Bürger brutal. Leute, jetzt aber seriously. Gefreut mich, dass euch der Ersteinblick taugt. Das kehren wir wieder unter den DJ. Hat keiner gehört. Ich glaube nicht, dass ich das vor der Sommerpause noch fertig bringe. Falls ja, lasst es euch wissen. Wenn nicht, dann nach der Sommerpause irgendwann. Und dann habe ich schon einen Plan für Videos und was wir alles machen könnten. Schauen wir mal, was der 1. August bringt mit dem Upload-Filter. Und dann sehen wir es schon. Wir sehen uns am Montag um 20 Uhr. Mit was für einem Stream weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, auf was ich Bock habe. Das entscheidet sich am Sonntag, wie immer in der Discord-Ankündigung. Vielleicht wieder mit Ultra-Balanced-Umfrage, wer weiß. Und dann sehen wir es schon. Jetzt, merci fürs Zuschauen. Schleicht euch. Vielen herzlichen Dank für die Donations, für die neuen Mitglieder, für die alten Mitglieder, für die rege Beteiligung am Chat. Vielen fucking herzlichen Dank. Und jetzt gehen wir ins Bett. Press Triple F für die Moderatoren. Press Like if you liked und ein Follow und ein Abo und ein Glocken und was ist den ganzen Scheiß halt, den ganzen Tag. Und jetzt schleicht es euch davon. Ich wünsche euch eine gute Nacht, vorab ein schönes Wochenende. Bis Montag, habe! Und jetzt